Ghetto-Wos.
So, einen wunderschönen, ja genau, Frosch im Hals, perfekt. Einen wunderschönen Montagabend, meine verehrten Freunde und Mitglieder der Basi Gang. Haben wir gut in die neue Woche gekommen? Wie schaut's aus? Ja, ich hab ja in Discord schon ein bisschen vernommen, wie es so gelaufen ist, aber es scheint wohl jeder relativ schadenfrei in die Woche gestartet zu sein und das ist doch zauberhaft. Wie geht's euch? Alles fit bei euch? Und habe ich ihre Wifi und habe ich ihre Mr. von und zu Cartman. Grüß Gott, Beinert. Schön, dass ihr euch schon versammelt habt. Mike, Mike ist schon in der Elden Ring-Sucht gefangen. Ich hab's genau gesehen. Das entgeht dem wachsamen Basi-Auge natürlich nicht. Gell? Also gutes Gelingen an der Stelle. Naja, Montag heute, aber ist ja schon überstanden. Sechstes da, genau, den schlimmen Tag, den haben wir schon. Den schlimmen Tag, den habt ihr schon. Ich kann ja nicht lang, ich hab ja bekanntermaßen Urlaub. Und King of Barbecue habe ich direkt, grüß dich Gott. Nope, Lügenpresse. Lügenpresse. Ja, hab ich zufällig gerade, weil, wie ich in Discord Ankündigung geschrieben hab ich gesehen, oh, da ist einer in der Sucht. Ist gut so. Ist ja gut so. Genau. Ja, ich war jetzt tatsächlich eigentlich schon bestimmt eine Woche nicht mehr in Elden Ring. Also ich bin sozusagen mehr oder weniger jetzt nur noch auf Abruf, so. Ne? Also wenn wo wer Hilfe braucht, dann ist noch installiert sozusagen. Ne? Also zur Hilfe bin ich immer zu haben. Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich dafür immer zu haben. Aber so aktuell aktiv spiele ich jetzt momentan Elden Ring nicht mehr. Ne? Also hat bei mir jetzt quasi die Sucht wurde vollends befriedigt jetzt durchs DLC und halt die Tage danach. Aber naja, es kämen auch wieder andere Sachen. Tatsächlich. Wie zum Beispiel am Samstag Monster Hunter. Auf dieser Freunde der Sonne, ich sag's irgendwie, wie sie ist. Ich freue mich richtig heftig auf Monster Hunter. Ich weiß nicht wieso. Das ist bei mir jetzt mehr oder weniger über 1,5 oder schon fast 2 Jahre unterm Radar geflogen. Aber auf Monster Hunter freue ich mich am Wochenende tatsächlich schon richtig stark mit der Yassi. Ne? Jetzt sind Ferien, alle Kids sind daheim und alle wollen PC, Laptop oder Tablet spielen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt weiß ich nicht, ob es so gut ist, dass ich jetzt dann deswegen live bin. Aber, naja. Dann ab nach Hogwarts. Die Motivation habe ich tatsächlich noch nicht für mich entdeckt. Ja, das kommt vielleicht irgendwann noch. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das eher Richtung Herbst reinkammert, Herbst, Winter, sowas. Mal schauen, vielleicht. Es ist aber quasi, ich bereite mich so mental schon so ein bisschen auf die kommenden Wochen hier auf Twitch vor, was da so alles ansteht. Wie gesagt, in knapp 4 Wochen oder ungefähr 4 Wochen, nicht einmal 4 Wochen, kommt Black Myth Wukong raus. Da wo ich mir bis heute immer noch nicht sicher bin, ob ich da einen Marathon draus mache oder nicht. Das wird sich wahrscheinlich davon abhängig machen, wie der erste Stream läuft. Mal gucken. Mario Kart Stream möchte ich tatsächlich noch einzwicken irgendwann, vielleicht nächstes Wochenende, mal schauen. Das Wochenende aber auf jeden Fall nicht, weil, ne, wegen Monster Hunter und so. Ich bin ja die Woche quasi einmal außertourlich live, sozusagen. Ne, die Woche gibt es ja 3 Streams und nicht 2. Eben drum, weil ich halt jetzt, wie gesagt, einen Nachholstream bezüglich Pokémon habe, weil das ist ja am Wochenende flach gefallen, damit sich das wieder so ein bisschen ausgleicht. Und eben durch den Monster Hunter Stream mit der Yassi. Muss ich erst noch ein wenig auflegen, das ist ja Nummer 2 zur Zeit. Was? Schloss Sol. Ja, Schloss Sol, ja, Schloss Sol ist generell das Schneegebiet, das ist sehr schwierig. Du musst aber erst noch nicht vergessen, du bist halt ein Link geben, gell? Ha, der Herr Lies of P. Du bist der Pinocchio aus Tirol, hab ich mir sagen lassen, sei Habitäre. Hey, muss ich sagen, hast dich sehr zauberhaft angestellt. Ne? Hast du gut gemacht, Mr. Seijing, da brauchen Sie sich nicht verstecken. Na, ich war zwar zwischenzeitlich im Dauerlurk, weil Zverev und so, aber das hast du sehr, sehr zauberhaft hinbekommen. Muss man an Sei loben. Ne? Nein, weil ich hab kein Holzdödel. Sagst du jetzt, ja? Alles, was noch nicht ist, kann noch werden. Alles, was noch nicht ist, kann noch werden. Aber hoffen wir es natürlich nicht. Naja. Sonst, was gibt's Neues? Ich habe mir heute ein E-Bike geleast. Beziehungsweise ich habe es in Auftrag gegeben. Ich weiß noch nicht, ob es noch in meinem Urlaub kommt. Wahrscheinlich eher nicht.
weil bei uns Personalabteilung ja logischerweise auch im Urlaub ist und die muss ja das Ganze bestätigen, dass ich in der Firma angestellt bin. Aber ich bin heute das erste Mal seit 15 Jahren auf einem Radl gesessen und holy shit, das war anders. Das war ohne Scheiß, ich bin noch nie von einem Radl angestiegen und hab mir gedacht, boah, leck, das Ding brauche ich. Hab ich tatsächlich so nicht kommen sehen. Und dann hab ich mir gedacht, ja, du, das passt eigentlich gleich. Das hat mir vom Fahren her getaugt, weil ich hab's ja Probefahren auch dürfen. Und hab mir gedacht, du, pass auf, das nicht mehr. Heuer mit raus können, blöderweise. Aber ich habe schon ein wenig überlegt, was ich so noch so ein bisschen als Ausgleich machen kann, weil ich wollte nicht immer nur, wenn mal Court-Tennis ist, nicht einfach stur laufen gehen, sondern jetzt habe ich so ein bisschen eine Variation drin. Jetzt kann ich mal sagen, ich gehe mal an einem Tag mal eine halbe Stunde laufen oder ich radel halt 50 Kilometer irgendwo hin. So. Ne? Du bist nicht umgefallen damit, das ist schon der erste Win. Ja, aber definitiv. Ne? Ich hab mir gedacht, ohne Scheiß, wenn ich jetzt da aufsteige, dann brenne ich wahrscheinlich erst einmal gnadenlos in die anderen Vorradl rein, weil ich halt überhaupt kein Gefühl mehr habe. Aber es ist eigentlich erstaunlich, also der Spruch, das Vorradfahren verlernt man nicht, der trifft zu. Also ohne Chaos, zugegeben, ich war nicht ganz so feinfühlig unterwegs, wie ich schon mal gefahren bin vor Jahren. Aber das ist ja auch alles reine Übungs- und Gewöhnungssache. Also das wird auch wieder kommen. Aber ist cool. Also E-Bike gefahren hätte ich mir tatsächlich, ich habe es eigentlich immer so ein bisschen belächelt, muss ich ehrlich gestehen. Aber ist cool. Ist wirklich cool. Und da freue ich mich auch direkt drauf. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht habe ich Glück und ich krieg's nächste Woche, vielleicht habe ich Pech, ich krieg's erst noch Urlaub. Aber mein Gott, das kämen ja noch ein paar schöne Tage. Ne? Und so gerade bei uns in der Situation, wo eigentlich der Schnee quasi non-existent ist, in den meisten Fällen, kannst du auch bestimmt im Winter einmal eine Radltour machen, wenn es Drucker ist irgendwo. So. Ne? Alter, das ist schwitzig oft, holy, aber irgendwie macht es auch Spaß. Ja, das ist die Genugtuung. Vor allem, wenn du dann am Boss legst, ne? Die Endorphine, die du da ausschüttest, ne? Die haben zauberhaft. Heute nicht vergessen, Trostruinen, Grasencounter, Route unterhalb Herzhofen. Haben wir letztes Mal schon gehabt. Haben wir mehrere gefangen, weiß ich noch. Und haben wir vom Kraftwerk den statischen Encounter. Ja, den haben wir. Den haben wir, tatsächlich. Also wir brauchen halt eigentlich nur noch Trostruinen. Und dann halt alles, was danach kommt. So quasi. Ne? Genau. Freunde, der Sei hat es ja quasi schon angeschnitten und ihr seht es ja auch da recht schön, da drüben. Ne? Es ist irgendwie so weird, dass ich da umzeige und dann aber auf der Kamera Finger da umgeht. Ist ja wurscht. Auf alle Fälle, wir spielen heute und am Mittwoch Pokémon. Ne? Wir gehen mit der Nuzlocke weiter. Wir sind letztes Mal ja, ein bisschen hart penetriert worden, weil ich es ein bisschen leichtsinnig genommen habe, das Ganze. Ne? Da haben wir hart gepunished worden, unser Glurak ist flöten gegangen und noch irgendwas, wo ich mich nicht mehr erinnern kann. Müssen wir gleich schauen. Haben wir es aber tatsächlich relativ gut kompensiert gekriegt, weil wir doch 3 oder 4 relativ gute Encounter gekriegt haben. Ne? Jetzt schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Also, der Sei hat schon gesagt, wir werden heute die Ruinen anschauen. Holen uns dann dort natürlich auch einen Encounter. Und dann werden wir weitergehen in die nächste Stadt. Da ist eine Route, die wird nicht ganz so einfach sein, schätze ich mal. Da haben einen Haufen Trainer, die wo uns ans Leder wollen. Auch einige Doppelkämpfe, die wo wir vermeiden können. Die werden wir auch vermeiden, weil alles, was du nicht willst, ist in einer Hardcore-Nuzlocke einen Doppelkampf bestreiten. Und dann schauen wir einfach, wie es heute vorangeht. Ein Arenaleiter, schätze ich mal, werden wir heute schwer noch nicht machen. Den werden wir dann wahrscheinlich aber am Mittwoch herausfordern. Das ist eine Kampfarena an der Stelle. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber da beschäftigt man uns dann auch, wenn wir mal sicher in der Stadt ankommen. Weil, wie gesagt, da sind noch die eine oder anderen Hürden zu nehmen bis dahin. Ne? Und das schauen wir uns heute mal in aller Ruhe an. Je nachdem, ich schaue mal, wie lange ich heute live bin. Es kann sein, dass ich heute ein bisschen früher Feierabend mache. Eventuell. Ich weiß es nicht. Also bis halb 9 bin ich normalerweise weiter. Muss ich schauen. Das hängt ein bisschen von anderen Real-Life-Gegebenheiten ab. Aber richtet sich auf alle Fälle mal auf halb 9 ein. Wenn es 9 wird, ist es auch recht. Okay? Ich kann bis 8. Ja, das macht nichts. Das macht nichts, da wisst ihr Bescheid, Mrs. Wife. Deswegen wollen wir ja, jetzt ist es schon 2 Minuten nach 6, haben wir schon wieder das Arbeitsverzeih verblättert, wollen wir mal reinschauen in den Wumms. Ne? Damit Wifi ja noch Fake News sagt davon. Ne? Damit Wifi auch wirklich noch Fake News sagt von dem Ganzen. Damit nichts passiert.
So. Das loaded, schauen wir, das ist gut für uns. Ja. Gut. Werden wir gleich sehen, ob wir Ton und Ton auch haben. Aber das sollte normal. Wenn er so gnädig ist zu starten, natürlich, ne? Das ist meine Voraussetzung. Vielleicht haben wir ein Pech und er startet nicht. Ah, jetzt meine hat's ihn gerissen. Die Häkel nebenbei halt mal wieder. Ja, das ist eine perfekte Möglichkeit, um runterzukommen. Du häkelst und ich los mich verprügeln in Pokémon. Das ist klar, das ist ein guter Deal. Gut. Dann schauen wir mal. By the way, ich habe Offstream, wie letztens erwähnt, fleißig EV-Training betrieben mit allen Pokémon, die ich besitze. Na, also alle Pokémon haben jetzt eine entsprechende, oder nahezu alle Pokémon haben jetzt eine entsprechende EV-Verteilung. Das sollte dann also ganz gut funktionieren. Also jetzt haben wir, was die Stats angeht, auf alle Fälle gut aufgestellt. Und können wir, glaube ich, ganz beruhigt weiterrosen. Ja? Das erste, was wir halt jetzt natürlich tun, ist in die Ruinen zu gehen. Das haben wir letztes Mal tatsächlich übersehen. Oder ich hab's übersehen. Jetzt muss ich nur erst mal schauen, wie man da noch mal hinkommen ist. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich glaube aber da hinten, ne? Ja, da schaut es einem gut aus. Stimmt, da hat uns ja der andere letztens zerpflügt, ne? Weil er einen Kampf sehr, sehr leicht genommen hat. Wir haben dafür eine gute TM gekriegt. Aber, ja. Hey, weiß ich nicht, ob ich lieber Psychokinese-Nummer hätte oder die 3 Verluste-Kaufnummer habe. Naja, so. Das sind die sogenannten Trosto-Ruinen. Wirkt auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend, ist aber weiter nicht tragisch. Kriegt man eigentlich ganz gut gehandelt, weil es relativ oft in der Sackgasse geht. Ne? Porygon 2, Glurak und Staraptor da haben wir letztes verloren. Ja, habe ich gerade in der Box gesehen. Merci fürs Bescheid sagen. Damit der Chat auch weiß, was Phase ist. Und sei Ching bei Nuzlocke, dem machst du nichts vor. Das ist ein wandelndes Lexikon. Ah, ein Feuerstein, da schau her. Haben wir ein Pokémon, was einen Feuerstein braucht? Ich glaube ja. Hätte ich schon gemeint. Ja. Wir können uns einen Galopper machen tatsächlich. Machen wir noch. Perfekt. Aber sonst irgendetwas? Ah, na, Lichtel braucht einen Finster. Wobei kann man. Ah, kann sich ja noch nicht entwickeln. Okay. Lichtel braucht einen Finsterstein, haben wir sowieso. Okay, ja gut, was da ist, interessiert uns eh nicht mehr. Das hilft ja nicht. Galopper ist auf Level 40, oder? Nein, normalerweise brauchst du einen Feuerstein dafür. Dann nehmen wir gleich da rauf. Da ist nix. Was das? Vulcano ist Feuerstein. Ja, aber Ponito auch, soweit ich weiß. Okay, der hat nichts für uns. Da nichts drin. Ei. Bist du Freund oder Feind? Weiß ich noch nicht. Wasserstein? Können wir so einen auch noch brauchen? Ja, für Quappo. Fein, haben wir 2 Entwicklungen. Easy. Ah, die Steuerung. Haben's leider auch noch nicht so wirklich verbessert. Geht's dann nochmal runter, okay? Okay. Kapalores haben wir gar nicht. Mr. Seijin, da haben sie eine Fehlinformation. Wir haben ja gar keine Luturzel. Zumindest sehe ich gerade keins. Egal. So, was ist jetzt mit dir? Ah, du bist ja drin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist die verschaut, ja, was haben wir es gerade gedacht. Der Ruinenmann ja Karl. Der Kali in die Ruinen. Der Ruinen-Kali. Der Kohl. Gut, wir haben ein Big Boy Relaxo am Start.
der hoffentlich zum Carry werden kann. Aber müssen wir mal schauen. Das sollte man gut tanken können. Ja, relativ gut. Es war sogar ein Crit. Nice. Also der eine hat mal so viel Schaden gemacht. Sandama, okay. Kriegen wir so hin. Solange jetzt nichts irgendwas Unvorhergesehenes macht. Schaufler zum Beispiel. Oh Gott, du bist eh schneller, von daher. Okay, lult doch nicht. Übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, gibt es seit heute ein neues Emote. Ich habe Emotes austauscht. Ich habe quasi ein Emote, was Subs betrifft, weg da und habe ein Zupfte-Emote gemacht. Ja, könnt ihr gerne mal auschecken. Gibt es ab heute. Oder seit heute, so muss man sagen. Habe ich heute am Mittag irgendwann noch zusammengebastelt. Habe ich dann auch bei der Sabi im Chat gleich mal getestet. Ja, das hat funktioniert. Also ich denke, es sollte passen. So, Alter, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass es so viele Etagen gibt. Okay, es sind definitiv viele Etagen da. Aber lohnt sich auf alle Fälle, dass wir vorbeischauen wegen den Entwicklungssteine schon. Ah, da ist Ende. Okay. Inkognito als statischen Encounter. Das heißt, es würde uns rein theoretisch noch ein normaler Encounter zustehen. Wenn ich das richtig sehe. Right? He who desires a wish fulfilled must first be one who grants 3 wishes. Okay, das kann man nicht fragen. Alles klar. Jetzt bin ich mal nicht sicher, ob das Elektroballs sind. Okay, das ist auf alle Fälle auflockern. Das ist irgendein Rauch-Item. Keine Ahnung, was das war. Nugget. Gedankengut, okay. Price Habitäre, grüß dich gut. Punktemaster 9000. Waren wir jetzt da schon drin? Ja, okay, gut, dann haben wir da alles und können wir aussehen. Beziehungsweise erhöhen wir uns einen Encounter. Ne? So muss man sagen. Dann holen wir uns halt da mal einen Encounter. Und wir erst wieder rausfinden aus dem Bums. Gut, ich habe auch jetzt mit nichts anderes nicht gerechnet, als wir Inkognito. Ja. Jetzt dürft ihr schauen, mir einen Namen für einen Buchstaben-Pokémon überlegen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir es überhaupt fangen. Wenn nicht, ist es, glaube ich, nicht tragisch. Okay. Also, haben die wir's. Sollen wir es einfach klassischer so nennen, was für ein Buchstaben da steht? Alphabeta. Macht halt eigentlich Sinn. Hoppala. Da kann man es jetzt entweder Alphabeta nennen oder einfach stur N, weil es steht ein N da. Ne? Das ist ein Alphabet. Die ganzen Inkognitos stehen quasi das Alphabet da. Z. Na, das ist ein N, also es ist kein Z. Z schaut anders aus. Also stumpf N einfach nennen, ne, weil es, damit, das ist eindeutig, ja, weil es jetzt so von der Pose her dort ist.
Nehmen wir es einfach N, weil, ne, das steht den Namen perfekt da. Also es dreht sich einfach so. Siehst du das? In Wirklichkeit ist es ein N. Ist ein wenig verwirrend. ZN, NZ, ich verstehe die Frage nicht. Bringen die Pokémon noch durcheinander. So, es muss ja logischerweise immer nach oben gehen. Ha, easy first try ausgefunden. Perfekt. Ist ja gut gelaufen. Gut, an das Item da oben kommen wir jetzt noch nicht dran. Ich glaube, da muss man in Schlaede Unterhalt an alle Inkognitos fangen, damit man da hinkommt. Die Frage ist halt, was ist das für ein Item? Wahrscheinlich nichts Relevanz für uns. Gut. Dann, Freunde der Sonne, haben wir diese Route hier. Da schauen wir uns jetzt auch noch in Ruhe um. Aber wir werden uns hier an der Stelle keinen Encounter holen, weil, kann ich noch mit sagen, ich glaube, ich habe beim letzten Mal angesprochen. Map wo? Map. Weil diese Route hier ist die Route 210 und die führt bis da um. Na, da kommen wir später erst hin. Aber hier in diesem Abschnitt, zumindest war es im Original so, hat man Drachen-Pokémon kriegen können. Und ganz ehrlich, da verzögere ich den Encounter da jetzt halt lieber in dem Teil für später und holen wir dann da ein Drachen-Pokémon. You know what I mean? Weil Drachen-Pokémon sind gut. Ne? In den meisten Fällen. Ne? Gibt eine geringe Anzahl, die nicht so gut haben, aber die meisten Drachen haben relativ OP. Aber ansonsten schauen wir uns da natürlich einmal in aller Ruhe durch, was da so gibt. Ganz oben müsste, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, müsste eine Farm sein, wo man sich Kumo-Milch kaufen kann. Das ist eine sehr, sehr preisgünstige, starke Heilung. Die werden wir mitnehmen, tatsächlich. Für wenig Geld gute Heilung, sozusagen. Ne? Ja, schauen wir, ob wir uns da um den Farmer da umsneaken können. Das können wir tatsächlich. Das ist ein Doppelkampf, den wollen wir vermeiden, haben wir gesagt. So, da hinten schaut es aus. Der teacht uns, glaube ich, Ruheort. Und da haben wir einen statischen Encounter in Form eines Honigbaums. Okay. Und nach 215 geht es dann weiter. Da ist die Farm, die angesprochene. Okay. Gibt es da hinten irgendwas, ist die Frage. Da meine ich, kann der Item lohnen. Also, jetzt sind das knickert, weil... Volle Brezel in den Doppelkampf rein, aber na gut. Den nehmen wir jetzt einmal mit. Werden wir schon nicht gepunished werden dafür. Ja gut, dann beide ein Pokémon. Was habt ihr? Visenya und Gyarados. Ist, glaube ich, eine relativ gute Combo. Ich scout einmal. By the way, der erste Einsatz von Lucario. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wer von beiden Flammenrad gemacht hat. Heißt aber automatisch, dass ich da mal rausgehe. Jetzt habe ich leider nicht aufgepasst, Fehler meinerseits. Aber da drückt man mal einen Bedroher rein. Ah, doch nicht. Aha, es war Visenya, okay. Schon wieder ein Crit. So, warum habe ich so das dumpfe Gefühl, dass das Visenya auch irgendein Elektroattack kann? Ich weiß nicht, ich traue dem ganzen Wumms nicht. Allein, dass das Ding Flammenrad beherrscht. Ja, okay, Extreme Speed, okay, fein. Du, aber das macht unser Ofenrotom. Unser Ofenrotom regelt das.
Oh, das war jetzt ein bisschen doof von mir, weil das stimmt, Discharge trifft ja mein eigenes Pokémon. Egal, ist uns verziehen worden. Ne? Haben wir nicht gepunished worden für den Play. Aber schlau war es trotzdem nicht. Bin ich ehrlich, habe ich nicht beachtet, dass man da selber getroffen wird. Wir brauchen ohnehin sowas wie Donnerblitz auf Rot haben irgendwann einmal. Oh, da haben wir. Gut. Das sneaken wir uns auch um, damit nichts passiert. Life Orb, der ist stark. Der Leben Orb ist äußerst stark, der verstärkt jede Attacke, die wir mir machen, um 1,5. Das ist richtig OP. Das ist richtig OP. Okay, das ist TM51 Ruheort. Das ist für Vogel oder geflügelte Pokémon. Quasi, da kann man sie heilen. Ist auch nicht verkehrt, wenn man das einmal hat. Und dann können wir dann noch den statischen Encounter gleich noch mitnehmen. Und da ein Entons. 4-mal Saiching zum Mitnehmen, bitte. Die Entons stehen da total verwirrt umeinander. Ja, die haben gerade einen massiven medizinischen Notfall. Die haben nämlich massive Kopfschmerzen. Ne? Ne? Die 4 Sais da haben massive Kopfschmerzen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht gut, Freunde der Sonne. So. Und bei Erna gibt es für $500 10 für 5000. Ja, das nehmen wir mal. Du weißt was, nimm mit 20, weil mehr Milli ist mehr Eiweiß und mehr Eiweiß ist mehr gut. Ja, dann haben wir zumindest, was Heilung angeht, glaube ich, die nächste Zeit ein bisschen ausgesorgt. Halt 100 KP, du für $500, da nehmen wir nicht lang miteinander. Gut. Holy shit, haben das gerade Lex. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt verkehrt? Moment. Da haben wir jetzt ja Switch nicht abgekackt, ich sag's dir. Wird zintig. Ja, ich bin ja schon dabei. Chill. Na, wirklich sauber läuft das jetzt nicht. Ja, ruckelt jetzt ein wenig. Fangst du noch einmal? Noch einmal eine Heißleine im Moment. Jetzt, keine Ahnung, war unsichtbare Wand. Gut, dann können wir uns da den statischen holen. Hätte ich gemacht. Ich hab keinen Honig mehr. Oder? Hab ich noch Honig? Na, leider, ich hab keinen Honig mehr. Müssen wir uns notieren? Bis wir fliegen kriegen, dass wir den statischen Encounter da noch holen können. Gut, Route 215, da kriegen wir dann natürlich auch einen Encounter, ist ja wohl auch klar. Gut, da gibt es auch einen statischen. Das war 210. Route 210 ist da ein statischer Encounter. Dieser hier. Und Route 215 ebenso. Das ist der da dahinter. Können wir uns jetzt allerdings nicht holen. So, wenn wir nicht alles täuscht, hat der Brudi dahinter Fossil-Pokémon. Genau. 210 und 215 kriegen wir einen statischen. Okay, das ist semi-optimal. Oder doch keine Fossilien nicht. Erst bescouten.
Oh shit, jetzt habe ich Bommel. Jetzt habe ich richtig Bommel. Jetzt habe ich einen massiven Bommel, gell? Au. Mann, warum krittet mich halt alles? Was ist denn das? Ich habe jetzt in dem ganzen Stream 3 Attacken angekriegt und alle 3 waren Crits. Ja, jetzt kommt er daher mit seinem Fossil-Pokémon. Herzlichen Glückwunsch. Gut, Notsituation kümmert mich jetzt weniger. Gut. Ein Fossil-Pokémon weniger. Gut, habe ich jetzt aber auch nicht wissen können, dass der auf einmal mit Schwerttanz anfängt. Eine ist ziemlich schlau mit Hydra zum Leaden, beziehungsweise mit Gyarados halt. Weil es renkt, das heißt, unsere Wasserattacken werden massiv verstärkt. Gut, haben wir einen Äther, der interessiert. Mann, jetzt fängt schon wieder so an zum Lecken. Holy shit, was ist denn das heute? Mann, ich mag's mir nicht. So, was haben wir da erhintert? Irgendwas an der Routen stört noch. Wahrscheinlich der Regen, ja, wahrscheinlich. Okay, da haben wir Jungblut. Haben wir ja tendenziell jetzt einmal das richtige Mittel dafür. Obwohl es im Kampf eigentlich keine Drops nicht gibt, ne? Ja, im Regen verstärkt, plus mystisches Wasser. Pff, keine Chance. Der Ausdauer. Haben wir am gut Nummer. So, gegen Derek, ne? Gegen Derek. Kampfkünstler Derek. Oder Kampfmeister Derek. Keine. Ja, das ist garantiert der Regen. Weil der Regen auch schon so komisch rüberkommt. Ja, es wird jetzt ein wenig kreisig da durchzukommen. Aber es sollte man schaffen. Ich hoffe, wir können es verkraften. Man ist jetzt ein bisschen suboptimal, aber ich kann da quasi, glaube ich, nicht wirklich was tun. Schauen wir mal schnell. Ja, so geht's. Müssen wir jetzt die Passagen einmal geschwind in geringer Auflösung spielen. Aber Hauptsache keine Lecks, ne? So, da haben wir ein Item. Das ist der Schafzahn. Das spielen wir jetzt übrigens mit originaler Auflösung, gell? Soll ich dir vielleicht noch mit dazu sagen. So, warte mal, da haben wir doch da ja vorne dann auch irgendwo. Ah, da ja. Jetzt ist so drüber. Ach so, okay, ja, lol. Oh, den dribbelt man aus. Da dribbelt man um, da dribbelt man auch um. So, den da hinten werden wir machen, weil da ist ein Item versteckt. Ich hoffe, es lohnt sich. Seht man keinen Unterschied? Echt nicht? Also ich sehe ihn schon am Monitor, aber wie sie sich bei euch auswirkt, das weiß ich natürlich nicht. Andi, Habitäre aus der Spätschicht. Grüße in die Spätschicht, ich hoffe, du hast einen angenehmen Schichtverlauf, mein Freund. Merkt ihr da echt keinen Unterschied?
Das hat mich jetzt dann doch sehr wundern, weil es macht, naja, 2 HD-Stufen aus, ne? Jetzt spiele ich auf Simon. Oh, der kann Donnerschlag. Mein Brudi kann Donnerschlag. Nix gut, nein, nein. Funfact zu den Joggern und den Polizisten im Original sind die Scanner, die tageszeitabhängig sind. Jogger kämpfen in der Früh, Polizisten am Abend. Das ist da tatsächlich genauso. Merkt jetzt im Stream nichts, okay? Ja gut, der eisübige Feuer-Pokémon ist jetzt eher suboptimal, merkst du selber, ne? Also ich am Monitor merke schon einen Unterschied tatsächlich. Weil die Kanten nicht so geglättet haben. Aber wenn ihr im Stream nichts merkt, ist ja recht. Dann habe ich da nichts dagegen tatsächlich. Ja, ist übrigens angenehm, habe jetzt einen Auftrag, der eine ganze Schicht durchrennt, alles fit und flauschig bei dir, sehr schön. Dann hast du quasi einen sehr oh, Blackglass ist. Dann hast du einen sehr ruhigen Schichtverlauf, das freut mich. Bei mir ist soweit alles fit. Wir werden jetzt heute mal ganz gemächlich schauen, was im Pokémon so Phase ist. Andererseits denken wir gerade, wir werden vielleicht heute schon Arena Leiter machen, weil wir doch relativ schnell da durchwetzen. Jetzt weiß ich nicht, wie stehst du? Du stehst zu mir her. Ja gut, dann drübelt man die mal raus. Ja? Potenzielles Weitpotenzial vermeiden. Mana-Item. Schallwelle, okay. Den dribbelt man einmal aus. Paraheiler. Hyperheiler. Und die zwei, wenn du die im Doppelkampf machst, sind unfassbar toxisch. Die zwei können potenziell deinen Run beenden. Ne? Also diese beiden Kollegen hier sollte man tunlichst vermeiden, im Doppelkampf zu bekämpfen. Das macht man im Einzelkampf. Schön brav, so wie Gott es uns gelehrt hat. Ne? Macht man mir ganz schön brav im Einzelkampf. Es sind nämlich Ass-Trainer und Ass-Trainer haben tendenziell immer stärker den Pokémon-Trainer als wir der Rest vom Spiel. Ne? Also abgesehen jetzt von den Boss-Trainern natürlich. Lucky Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's unserem Corona-Patienten? Ich hoffe gut. So, jetzt ist wieder die Frage. Ja, natürlich. Kannst du irgendwie sowas wie Donnerwelle oder so ein Scheiß? Weißt du was, ich bounce jetzt nochmal, weil schneller bin ich auf jeden Fall. So, und was machst du jetzt? Body Slam. Okay, ist fein. Wie halt einfach jeder Gegner einen Knock-Off hat in dem Spiel, das ist Wahnsinn. So, ab vom Hof. Zirkt sie? Ja, zumindest wird es nicht schlimmer, Lucky. Ich drück da weiterhin die Daumen, dass du ganz schnell wieder auf die Beine bist. Ne? Und deiner besseren Hälfte natürlich auch. So, Gardevoir. Macht in der Regel nur speziellen Schaden, dafür ist unser Big Boy Simon am Start. Aha, wenn man von der besseren Hälfte spricht. Ja? Kaum redst vom Schweinsbraten, kommt die ganze Sau daher. Das ist immer so. Ein Habitäre Birgit. Das macht aber doch guten Schaden. Ne? Wehe, das war jetzt wieder ein Crit, dann flippe ich aus. Schönes nicht. Du hast gekocht, sehr schön. Dann stärkt es mal entsprechend mit deiner kreierten Speise. Ich hab tatsächlich auch schon zu Abend gegessen heute. Also ich bin für heute ausgesorgt sozusagen. Gestärkt, so, wenn man so will, gestärkt in den Stream gegangen. So, Roserade. Ja gut, jetzt rausgehen, weil ne, Feuerattacken werden ja jetzt im Regen entsprechend abgeschwächt. Ich kann den Lunage theoretisch. Ich glaube, ich bleibe aber erstmal drin. Ja, ich bleib mit drin. Gut, Weatherball. Wird ein Wasserattack. Tankt man noch gut weg. Ja, schon, ist der Plan aufgegangen. Der nächste Angriff tötet uns trotz Crit auch nicht. Wir haben ein bisschen Leftover Recovery, das ist dann gut für uns.
Paralyse wird trotz allem nicht reicher, dass wir schneller haben, aber wir killen auf jeden Fall. Danke fürs Kompliment, Bazi, gern. Naja, Kocher, nichts zu dem, was wir sonst machen, because 10 Minuten werkeln ist durchgeschwitzt. Es war aber gut für den Heilungsprozess, wenn du mich fragst. Gut, die ist raus. Die ist raus, das ist gut für uns. Relaxo snackt sich da noch mit 3 Supertränke. Gyarados kriegt dauern, sowieso klar. Dann wird es schon erinnert werden. Und wir haben noch. Das Team, was den Doppelkampf haben, ist schon gescheit toxisch. Und jeder hat irgendwie gefühlt eine Fähigkeit, der wo Bedrohung verhindert auf der Routen. Gut, hilft dem jetzt im Endeffekt auch nichts, weil er trotzdem stirbt, aber... Und sie hat ebenso ein Gyarados. Oder er. Generisches Gyarados, immer unflauschig. Oh, warte mal, da ist jetzt ein Riddler rausgehen, aber auch keine gute Idee. Jetzt ist halt die Frage, was er macht. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall schneller. Er macht Bounce. Okay. Wenn du Bounce machst. Dann tanke ich das eigentlich mit Riddler. Die Frage ist, bin ich schneller mit ihm? Wahrscheinlich nicht. Deswegen bleibe ich jetzt einmal drin. Oder ich mache selber Bounce, ich bin ja schneller wie er. Einmal outplayen, bitte. So, seiner geht ins Lari. Er kriegt keinen Schaden nicht, das ist aber fein. Ja, okay, easy. Den dribbelt man ganz einfach aus. Wenn er Bounce macht, machen wir einfach auch Bounce. Gewinnt er nämlich keinen Blumentopf nicht. Easy. Mein Gyarados einfach smarter. Ne? So, jetzt ist natürlich wieder die Frage, was kannst du? Du kannst gefühlt alles. Glaube, haben wir mit Luna per se, glaube ich, schlauer unterwegs. Der kann Geister-Attacken, kann Psycho-Attacken. Kann eventuell sogar Elektro-Attacken. Amnesie. Special Defense. Das macht jetzt mal nix. Gut. Perfekt. Noch Aftermath schauen, das ist das Gefährliche. Aber haben wir alles in allem ganz gut durchgerastet jetzt. Klar, wir haben den einen oder anderen Trainer gekonnt geskippt, aber das ist ja jetzt nichts Verwerfliches. Weil wir haben ja immerhin eine Route weiter. Müssen wir wahrscheinlich was zum Futtern? Passt schon, sei. Wir könnten uns dann eigentlich auch gleich den Encounter da holen, tatsächlich. Was sinnvoll, da ich fast sagen. Ich darf sagen, das war sinnvoll. Wir hören uns da gleich den Encounter. Ich habe zwar keine Ahnung, was es da gibt. Hoppala. Und wir kriegen mal Schlurp, okay?
Level 30. Aber schwitzen mit gleichzeitig Atemnot und Schnaufen ist uncool. Wenn ich jetzt frech war, da ich sagen, das ist ein Mangel des Trainings. Freunde der Sonne, wir nennen denn den Zungenfanatiker. Ja gut, okay, Kommando zurück, wir müssen erst befangen. Schon wieder ein Crit. Alter, ich flipp aus. Okay, lul. Okay, der Schleckbolzen oder der, meine wird ein wenig schwieriger zum Fangen. Ich hab noch ein paar Bälle, die ich auf den Bimbus werfen kann. Da brauchst du gar nicht noch wieder. Euro. So, Freunde, Spitzname für Schlurp. Na, schaut, ne. Da jetzt. Ich hätte theoretisch schon einen im Kopf, aber weiß ich nicht, ob wir uns auf dieses Niveau oberlassen wollen. Regel mal nicht bei uns. Lucky geht schocken und ich hab gute 17.000 Schritt normal in der Arbeit. Ja gut, 17.000 Schritt haben mehrere in der Arbeit, aber so zu Fuß gehen ist ja per se jetzt eigentlich kein Training nicht. Was will man? Bläschel. Cartman, du sprichst mir voll aus der Seele. Genau das ist nämlich der Name, den ich auch im Kopf hatte. Am Bläschel. Na, wer kennt das Wort Bläschel? Kennt das außer mir und dem Cartman noch irgendwer? Hoppala. Kennen wir freilich. Badge, ja, Edgy Badge, der Dage. Aber ich finde Bläschel cool. Ich weiß auch nicht. Nehmen wir einen Bläschel. Schlurp das. Bläschel das Schlurp. So, ne? Nehmen wir mal mit. Gut. Dann sind wir tatsächlich schon in Veilstone City bzw. in Schlaede. Team Galactic führt da schon wieder Umwug. Okay. Wir werden uns erst einmal in aller Ruhe in der Stadt umschauen. Was ist ungefähr sowas wie Depp? Dann kenne ich es auch. Nein, Bläschel ist einfach der bayerische Ausdruck für Zunge. Das ist eine einfache Umschreibung des Wortes Zunge. So, wie gesagt, in Romhex immer in Städte umschauen. Gibt es oftmals gute Items zum Kriegen. Erst einmal Gebäude auskundschaften. Dubios das, da hätten wir unser Porygon quasi in ein Porygon Z verwandeln können. Aber hat sich erledigt, weil es uns ja leider draufgegangen ist. Die Stadt haben es ein bisschen umdesignt. Möglich, kann's auch. Da steht der Girafarik rum. Random, okay. So, wenn wir jetzt ein Deoxys hätten, kann man da Deoxys in seine einzelnen Formen verwandeln. Aber Deoxys werden wir wahrscheinlich in dem Pack nicht kriegen, keine Ahnung. I don't know. Gut, dann kenn ich's jetzt, dann kennst du es jetzt. Kannst du es gleich deine Kollegen mitteilen, hey, Enker Bläschel ist... Lass Enker Bläschel mal anschauen. Weil ihr habt's Mundgeruch oder so, keine Ahnung. So, da ist du. Aha, wollte ich gerade sagen, da ist im Original nämlich auch ein Item versteckt da rum. Finster-Aura. Nice.
Da werden sie uns jetzt offensichtlich nichts geben. Das ist nämlich, pass auf, für die Freunde der Pokémon-Szene, die das nicht wissen, dieses Gebäude hier ist quasi das Hauptquartier des Schurkenteams. Ne? Ich weiß zwar nicht, wer das stattgegeben hat, dass man offensichtlich einer hochgradig kriminellen Verbrecherbande gestattet, ein Haus dorthin zu pflanzen, wo sie sich einquartieren. Das war ungefähr so, wie wenn ich sage, okay, na ja, das kann ich jetzt, diese böse... Nein, ich sag's euch, das kann man nicht vergleichen, ohne dass es falsch rüberkommt. Ne? Deswegen sparen wir es jetzt. Ne? Aber das war ungefähr so, wenn du Gefängnisinsassen, ne, wenn du die ganzen Gefängnisinsassen sagst, hey, baut da ein Studentenwohnheim hin und wohnst da. So auf die Art. Ne? Die Hänge sind grau und nicht braun wie im OG. Gut, so genau habe ich jetzt da nicht drauf geachtet, tatsächlich. Bin jetzt auch ehrlich, wie gesagt, sie haben es ja da an der DS-Variation gehalten, tatsächlich. Aber ich kann da jetzt nicht sagen, wo es im Original grau, schwarz, grau oder bunt war. Aber nicht der Designhinweis auf alle Fälle. So, irgendwo... Können wir in die unteren Routen auch schon? Normalerweise ja, oder? Mr. Saiching, Sie müssten das wissen, können wir von da aus jetzt schon nach Weideburg? Weil dann kriegen wir nämlich a lot of encounters. Aha, du müsstest die Spielhalle herum sein, right? Geht? Passt. Dann haben wir für heute schon eine Mission. Oh, TM63, okay, Nasty Plot, okay? Ah, sagt es? Hat sie schon rentiert. Im OG ja. Ja gut, dann müsste es da ja eigentlich auch gehen. Nein, du brauchst mir keine Massage nicht geben, das passt ja. Der Herr Captain Clown. Ja. Ja gut, immer noch mal TM abgegriffen. Und werden wir jetzt mit Pokémon heilen und dann schauen wir ins Kaufhaus noch vorbei. Das ist nämlich das größte Kaufhaus in der Region. Können wir bestimmt auch den einen oder anderen nützlichen Stuff kriegen. Warte mal, da war doch, glaube ich, irgendwo... Das ist kein Kampf nicht. Das müsste kein Kampf sein, wenn es mich fragt. Ach, da rum steht auch noch, ja. Hey Kid, wanna buy some wares? Ach du Scheiße. Well, like, du kannst die ganzen Competitive Items bei dem kaufen. Okay, das ist das ist fucking OP. Kaufen wir auf alle Fälle noch 2 Lefties. Oder noch mal 1 Lefties, dann haben wir 2. Whitelands. Okay, der Händler ist krass. Einfach so unscheinbar im Eck versteckt. Massage mit Happy End. Happy End mit einem Pokémon? Ich weiß es nicht, sei. Das ist cringe. Happy End mit einem Pokémon? I don't know, man. So, bin wieder hier. Daten von meinem Ghost. Schönen Stream noch beieinander. Mr. Andy, vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir eine angenehme Schicht und ja, lass dich nicht ärgern. Hauen Sie sich hinein. So, der Typ da rechts ist ein Drachentrainer. Wenn wir den besiegen, kriegen wir, glaube ich, auch irgendein spezielles Item. Da haben wir ja Gott sei Dank jemanden, der da ganz gut, glaube ich, regeln kann. Nämlich Frostborn. Rosana, Ultrigaria oder Schlurp? Das hast jetzt du gesagt.
Icicle Crash. Aber mehr Attack wie Special Attack, das ist gut für uns. Hat aber leider ziemlich scheiß Genauigkeit. Gut, das hat Eiszahn auch tatsächlich, aber... Ah, komm, mach mal. Wahrscheinlich bereue ich es jetzt dann gleich, aber... Oh, Schutzschild ist gut. Schutzschild, du, das ist zauberhaft. Freund, oh, das ist ein... Wir haben einen Typ Stein-Eis in dem Heck. Okay. Interesting. Ja, dann nehmen wir mal Crunch weg. Das heißt, wir haben einen massiv anfällig gegen Kampf. Und gegen Boden. Außer wir haben eine Schwebe. Muss ich mal schauen. Haben wir eine Schwebe? Glaube ich nicht, oder? Doch, wir haben eine Schwebe. Das ist gut. So. Dann machen wir ihn da. Weil soweit ich weiß, hat der keine voll entwickelten Drachen nicht, sondern ich glaube Mittelstufe, wenn mir nicht alles täuscht. Der ist Darius, Habitiere, grüß dich gut. Dragonier, ja, Mittelstufe Entwicklung. So, let's see. Der wir mal scouten. Agilität, okay. Jetzt bist du quasi schneller wie ich. Drachenpilz, ja, okay, der ist fein. Ist vielleicht doch. Schon wieder ein Crit! Weil der wie viel Crit sie halt fangen. Das ist so richtig illegal. Was wird bei dir? Wie Brava, okay. Du bist, soweit ich weiß. Drache Boden, right? Hm. Spät einer aus dem Chat, Pokémon Schwert oder Schild? Früher ja. Etliche Stunden. Competitive auch. Und danke für dein Following. Wenn du mich jetzt verwirrst, dann flippe ich aus. Herzlichen Dank. Hast du ein Mimikma? Auf Pokémon Bank oder Home bestimmt. Aber ich sag dazu, ich habe auf meiner Switch Pokémon Schwert nicht mehr, oder beziehungsweise Schild nicht mehr installiert. Also ich kann es dir leider nicht tauschen, selbst wenn das deine Frage gewesen wäre. Au. Oh, du hast das Sidra King. Das ist ein Problem. Sidra King ist ein Problem. Oh shit. Aurora Strahl, okay, net to know. Kann man den Pokémon Diamant und Perlen mit mir fangen? Nein. Das kannst du tatsächlich nicht. Mimikma gibt's in die Spiele nicht. Das geht tatsächlich nicht. Mimikma ist in Sonne und Mond eingeführt worden. Also wenn, dann brauchst du Pokémon Sonne oder Mond. Oder mindestens Pokémon Sonne oder Mond. Eins von beiden. Okay, du musst kaum merkbaren Schaden auf Relax. Das ist gut für mich. Ein strahlender Diamant und leuchtende Perle, glaube ich, hat es auch nicht gegeben. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ja, geht jetzt wahrscheinlich volle 5 Runden Sleep, oder was? Mimikma gibt es nur in Karmesin und Purpur. Es hat es in Schwert und Schild definitiv auch gegeben, weil ich damit Competitive Armor jetzt als Singles gespielt habe, aber... Ob es in dem Game gibt, glaube ich nicht.
Gut, das mit dem Cedra King hat er mich tatsächlich überrascht. Aber gut, Relaxo regelt. Durch Tausch hat man es zu Tier bringen können. Nein, Mimik, also in Schwert und Schild hat es definitiv Mimik mal zum Fangen gegeben. Das weiß ich 1000%ig. Okay, Drachenschuppe. Die brauchen wir nicht mehr, weil wir ja im Endeffekt schon Cedra King haben. Aber okay, wir haben den Kampf auf alle Fälle mal hinter uns gebracht. Das ist mir gut. So, wen hoppen ihr jetzt? Genau, Lucario war da, ne? Gut. Dann gehen wir mal ins Kaufhaus, gehen wir ein bisschen Schatten. Waren wir da drin? Weiß jetzt gerade gar nicht mehr hundertprozentig. Ja, waren wir drin. Okay, passt. Da waren wir. Schauen wir uns mal an, was es im Kaufhaus wo wie zum Grillen gibt. Gut, da gibt's Heilung. Boah, ich darf so fühlen, wenn wir Flottbälle kaufen könnten. Schade eigentlich. Aber Hyperbälle gibt's. Nice. Decken wir uns einmal mit 50 ein. Können wir nicht so viel verkehrt machen. Hat sich das immerhin schon mal gelohnt. Ja gut, drei Sticker, die kostet auf deinen Arsch kleben, Oma. Oder Opa, was auch immer du bist. Ich glaube, hier drinnen sitzt auch eine der Top 4, aber die will ich nicht kämpfen. Also zumindest ist es im Original-Hack nicht so. So, gut, da gibt es die ganzen Dinger. Das können wir uns ja mehr sparen, weil wir mehr EV trainiert haben. Da gibt es die X-Items, das können wir uns auch sparen, weil wir sie nicht verwenden dürfen. Okay. Ja, Flottbälle warten schon geil. Da gibt's Entwicklungssteine. Das ist nett to know. Das ist gar... Oh, apropos Entwicklungssteine. Rudi, apropos Entwicklungssteine. Jetzt nehmen wir mal alles aus der Box ins Team, was wir durch Steine entwickeln müssen. Da haben wir auf alle Fälle einen Planasepp. Haben wir auf alle Fälle einen Quapuzzi-Sepp. Ponita müsste gehen. Pichu können wir zu Raichu machen. Also, beziehungsweise erstmal zu Pikachu, obviously. Owei können wir zu Kokowai machen. Holy shit, da haben wir einige... Haben wir so viele Steinevolutionen. Oh, holy shit. Gut. Schauen wir mal, was haben wir denn? Wir haben... Hey, lol! Ober entwickelt sie mit dem Sonnenstein? Okay. Ja komm, wir haben immer eine Kokowai, ist ja schon mal was. Ach, da kriegt man Alola Kokowai, deswegen. Ja, Alola... Aber to be honest, ich finde Alola Kokowai eh viel geiler als wie das normale. Fühle absolut. So, dann machen wir noch Quappo draus. Sehr gut, mehr Potenzial, mehr gut. So, Donnerstein, gut, klar, geht nicht. Müssen wir noch aufleveln. Okay, Feuerstein geht tatsächlich nicht bei Ponita. Okay, Mr. Saijin, haben Sie recht gehabt. Einmal AC/DC noch aufleveln. Und da machen wir nämlich gleich instant der Raichu draus. Beziehungsweise war da interessant, ob der Wasserstein bei Raichu geht für Alola Raichu. Theoretisch.
Ist gut, weil dann können wir so ein bisschen Pokémon-Management jetzt tatsächlich machen. Donner verlieren wir mal. Jetzt pass auf, jetzt kaufe ich da mal einen Donner und einen Wasserstein. Alola war geiler, ja. Jetzt kaufe ich mal einen Sonnenstein. Kaufe einen Donnerstein. Und kaufe einen Wasserstein. Für irgendeiner wird schon funktionieren. Der Donnerstein geht ja obviously. Der Wasserstein geht nicht. Aber der Sonnenstein geht. Dann Alola Raichu-Idis. Surfen des Raichu OP. Nice. Cool, wir haben zwei Alola-Pokémon. Einmal Raichu und einmal Kokowai. Psychokinese. Nehmen wir natürlich sehr, sehr gern. So, warte mal, da haben wir da irgendwo TMs, right? Nochmal Volt-Switch. Haben wir vielleicht zufälligerweise schon irgendwo Donnerblitz gekriegt? Glaube ich nicht, oder? Donnerwelle. Na, haben wir leider nicht. Okay. Schauen wir mal. Grasdrache, richtig geiles Typing. Das habe ich aber tatsächlich noch nicht IV trainiert. Keksi! Habitäre! Vielen lieben Dank für deinen Raid. Willkommen an dich und deine Community. Wie geht's euch? Alles sauber auf Bank. Was hat's denn bei euch heute gegeben? Ich hab's tatsächlich noch gar nicht erlurt. Habe ich tatsächlich noch nicht erlurt. Oh, warte mal, einen Eichelkönig haben wir noch. Blattstein brauchen wir noch. Blattstein brauchen wir noch, damit ja nichts passiert. Ja gut, wir haben ja finanzmitteltechnisch ganz gut aufgestellt. Schaut sich ganz gut an. Tatsächlich. Zelda the Twilight Princess. Ist das Neue, was jetzt rausgekommen ist? Wie findest du das? Leute, schaut's gerne mal bei der Keksi vorbei. Sehr cooler Content. Schaff's leider selber zu selten leider bei ihr Reiz zum Schauen. Aber macht unterschiedlichen Content. DVD, obviously Zelda. Also alles bunt gemischt, da die fast sagen. Gerne mal auschecken und ein Following da lassen. Bitte, danke schön. Nein, das ist von 2006. Ja gut, ich kenne mir halt, was Zelda angeht, leider so absolut unter Null aus. Gell? Also, das muss man jetzt verzeihen. Ja, gern, das ist ja das Mindeste. Das ist ja das Mindeste. Ja, wir spielen heute mit der Nuzlocke weiter. Von Luminescent Platinum. Wir machen jetzt gerade aktuell so ein bisschen Boxenmanagement und schauen mal, dass wir die Pokémon also ein bisschen aufs nächste Level erhöhen. Ne? Und ja, werden wir heute ein bisschen Erkundung machen, ein paar Encounter sammeln und beim nächsten Mal geht es dann wieder mehr Runden mit dem Arena-Kampf, aber ich glaube, bisher schaut es eher nicht schlecht aus. Also, zumindest will ich es jetzt nicht negativ heraufbeschwören. So, ne? So, jetzt schauen wir mal. Wir haben Relaxo dabei. Gut. Wir haben Nachtara dabei. Gut. Wir haben Gyarados dabei. Gut. Wir haben ebenfalls Lucario dabei. Gut. Riddler haben wir dabei. Gut. So, jetzt geht uns also ab. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, wir haben Schlurp gefangen bei der letzten Runde. Ne? Wo siehst du das Pokémon? Hey, bin ich jetzt bescheuert? Was haben wir denn mir noch dabei? Gut. Ah, Chelterra, jetzt halt. Ja, genau. So, jetzt haben wir wieder beieinander. Ne? Muss aber leider gleich ein Lurk, Kind muss bauen. Du, alles kein Problem. Vielen lieben Dank dafür. Nochmal merci für dein Raid und einen schönen Abend mit dir, mit deinem Kind. So würde ich sagen.
Kannst du Schnurrbleck entwickeln? Oh. Oh, bitte. Oh, oh, Finsterbälle. Du, pass auf, sogar da. Wow, leck, das wird eine absolute Shopping-Tour. Jetzt sag mal bitte das wow, leck. Jetzt, also jetzt haben wir ja wirklich brutal aufgesteckt, gell? Was Fangen angeht, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sich Schnurrbleck entwickelt tatsächlich. Kann er da jetzt aufs erste nicht sagen, nur durch Level Up? Ist auch eine Wissenslücke bei dir, Zelda. Ja, es ist komplett an mir vorbeigegangen. Was auch immer das ist. Walzer plus Level Up. Ah, okay. Schauen wir gleich. Walzer plus Level Up, sagt der Herr Seitsching. Dann, wenn er das sagt, dann werden wir das mal probieren. Walzer hat's noch nicht können. Außer ich hätte jetzt überlesen. Nö, hat's noch nicht können. Okay, haben wir gleich. Dann checke ich das einfach mal im Spreadsheet aus. Ist ja nicht so, dass man es nicht erfragen kann. Und dann schaue ich ja gleich noch, wie sich Kadabra entwickelt tatsächlich, weil das bunkert auch noch so völlig sinnlos umeinander. Okay, ist doch genauso. Nose Rollout. Und wann lernst du Rollout? Mit Level 33. Okay, gut, fein, passt. Kriegen wir hin. Oh, und Simsala können wir uns auch gleich noch hin. Ja, easy. Ja, Freunde der Sonne, das läuft wie geschmiert. Sag irgendwie, wie es ist. Das läuft dem heute wie geschmiert. Heute machen wir ein bisschen Vorbereitung, ne? So, jetzt pass Obacht. Jetzt machen wir da erst einmal diesen hier. Warum weißt du das alles? Maybe lifeless. So, Genesung ist natürlich gut. Das können wir auf alle Fälle mal mitnehmen. Simsala, by the way, kann MVP in der nächsten Arena werden. Unter Umständen. Oh, Psychokinese ist natürlich zauberhaft, ne? Ja, für Nachtnebel. So. Eins der besten Psycho-Pokémon out there. Sehr gut. Das richtige Wesen nicht, weil ich das Wesen noch nicht ändern kann. Das Wesen kann ich erst in Weideburg ändern, im Tausch für Herzschuppen, weil da kann man da Münzen kaufen quasi. Und die Herzschuppen kann man sich bei Libiskus farmen. Ja, jedes Libiskus, was vorkommt, oder jedes zweite Libiskus, was vorkommt, hat quasi eine Herzschuppe. Die kann ich aber erst später angeln. Also sprich, ich werde zu einem gewissen Zeitpunkt alle Wesen ins Reine bringen. Und dann, ja, dann wären es richtig OP. Aber bisher müssen wir mit den Wesen vorab nehmen, die ich habe. So. Muss man dann später, oder das mache ich natürlich auch offstream, werde ich dann nochmal die Pokémon nach EV-Training dann ordnen, welche Pokémon EV-Training haben, nach Offensive, nach Defensive und welche die noch Core haben, damit ich das dann wieder alles in Ruhe aufarbeiten kann. Das erspare ich on-stream aber, ne? Das brauchen wir uns on-stream nicht auch. Gut. Jetzt schaut er ja direkt Gentleman-like aus, wenn du mich fragst. Ja, bei dem Saglauf Max. Ist auf alle Fälle mehr Angriff für Special-Angriff, das ist gut. Body Slam ist auch geil, guter Step-Move, Stampfer. Gut.
Läuft doch ganz gut bisher. Können wir uns nicht beschweren, Freunde. So, du bist, glaube ich, Elektropsycho. Okay, nice. Kann in der nächsten Arena auch richtig stark werden, weil das Kampfattacken resistiert tatsächlich. Müssen wir mal schauen. Also wir haben potenziell haben wir gute Antworten für die kommende Arena, aber wisst ihr eh, die letzten drei Arenaleiter haben bekanntermaßen jeweils 2 Pokémon gestorben. Ne? Das ist schon... Das kann unter Umständen auch richtig gut werden. Ist Geist Finsternis, Geist Unlicht. Mr. Saiching, Frage ans wandelnde Pokémon-Lexikon. Das Ding resistiert normalerweise Kampfattacken, oder? Kampfattacken sind auf das Ding normal nicht wirksam, weil Geist, right? Gut. So. Sticky Barb, okay. Yes, passt. So, da ist die Top 4, das Top 4 Mitglied. Das ist, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die auf Deutsch heißt, keine Ahnung. Die hat auf alle Fälle Boden-Pokémon. Im Original-Hack ist das kein Bosskampf. Das heißt, ich werde es riskieren, sie anzusprechen. Umgekehrt kannst du aber angreifen mit Geistangriffen. Okay? So, bitte sei kein Bosskampf, seien Sie lieb, werte Omi. Well, you cried adorable. Du bist ganz schön sexy Trainer. Ich bin Bertha, ne? Ich bin Bertha, Expertin in Bodentyp Pokémon und eine von den Top 4 aus Sinnoh. Gut, dass wir außerhalb von der Pokémon-Liga haben und wir einen guten Spot zum Shoppen finden können. Möchtest du irgendwann einmal in der Pokémon-Liga probieren? Na dann, habe ich nur ein Ding, das was dir auf deiner Reise helfen kann. Wow, Leck, die gibt uns Erdbeben. Was ist jetzt? Warum kann ich jetzt nicht weiterklicken? Hallo? Hallo? Warum kann ich jetzt nicht weiterklicken? Hat's mir jetzt mein Emulator zerrissen, oder was? Hello? Ah ja, okay, perfekt, easy. Mein Switch hat sich... Ich bin aber schon nur live, oder? Ich bin aber schon nur live. Du bist nur da? Okay, ja gut. Ja, perfekt. Jetzt möchte ich nicht wissen, wo der gespeichert hat. Ne? Jetzt will ich nicht wissen, wo der gespeichert hat. Normalerweise macht er Autosave, ne? Gott sei Dank. Die Frage ist jetzt, wo hat er Autosave gemacht? Moment. Ich gucke. Hallo? Das ist ja denen noch nicht passiert. Ich sage, heute mag er mich nicht. Heute mag er mich absolut nicht. Irgendwas habe ich heute verkehrt gemacht. Ich habe heute irgendwas verkehrt gemacht. Freunde der Sonne, das tut mir leid. Das ist halt das erste Mal, dass das vorkommt, tatsächlich. So, können wir. Ja, bitte, dankeschön. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Moment. So. Aber es war doch Pokémon Day. Ja, wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich hat sich Twitch gedacht, hey, du kannst mir mal fett am Arsch legen, ich mag auf den Pokémon Day gehen. Du kannst wann anders streamen. So. Pokémon Day, ja, stimmt. Ich bin auch da, ja, das ist, wie gesagt, das ist zauberhaft. Das ist jetzt mal das Geringste, jetzt bin ich gespannt, wo uns der rausgeworfen hat. Normalerweise speichert er immer safe, wenn man es kauft. Normalerweise, ne? Das werden wir jetzt eh gleich sagen. Vor allem, ich kriege die hier im Erdbeben, ja, bumm. Das hat Switch gerade ein bisschen persönlich genommen. So, wo haben wir jetzt, ist die Frage. Okay, ich muss die ganzen Pokémon-Namen entwickeln. Und ich muss die ganzen Items nochmal kaufen. Okay, ja gut, also ich sag mal so, das Pokémon entwickeln mache ich dann offstream, ne? Mit dem halten wir uns jetzt nicht mehr auf. Das Einzige, was ich jetzt dann kaufe, sind die ganzen Bälle etc. pp.
Die schauen wir uns dann noch mal an, was ich sonst noch alles gekauft habe. Aber da machen wir jetzt tatsächlich ein bisschen einen Progress, okay? Das, was wir jetzt gerade da in dem Kaufhaus gemacht haben, das hole ich offstream nach. 1:1, keine Sorge. Und dann kann ich dann offstream auch gleich EV-Training machen und so weiter und so fort, ne? Außer Simsala und Raichu. Die hat's noch entwickelt? Na, die hat's nicht entwickelt. Oder was meinst du jetzt? Die Pokébälle kaufen wir aber, weil die haben tatsächlich sehr wirksam. Ja, die können wir noch entwickeln tatsächlich. So. Na. Die blöde Kuh, das war das gleiche in Gret. Die möchte jetzt wieder, die darf uns Erdbeben als CM geben, aber die darf dafür Kämpfer mengen. Freunde, nope, nein. Es ist letztes Mal gehörig in die Hose gegangen, werden wir heute nicht wiederholen. Scheiß auf Erdbeben, wir haben eine gute Pokémon, das muss nicht sein. Ne? Erdbeben, so geil der Angriff ist und so stark der Angriff ist, auf dieses Glatteis begebe ich mich nicht. Ne? Einfach nein. So, das habe ich gesagt, das machen wir. Die Dinger, die kaufen wir schon. Das ist aber nicht 600. So, die kaufen wir. Und die kaufen wir auch. So. Und unten kaufen wir noch Hyperbell, haben wir gesagt. War aber gut. Ja gut, Raichu, ja. Raichu kann ja so jetzt, weil einen Sonnenstein habe ich ja tatsächlich noch. Jetzt will ich nur schauen, was die Pokébälle noch mehr gegeben hat. Aber das ist, glaube ich, ganz unten, oder? Dann hat es die mit der Geo, wieso hast du das? Das braucht jetzt nicht zweimal sagen. Okay. Gut, machen wir Simsala noch schnell geschwind. Und Peach Raichu machen wir auch noch schnell geschwind, okay? Zwecks der Vollständigkeit, weil dann haben wir zwei wirklich gute Pokémon noch da auf der Seite. Den nehmen wir uns schon mit. Das entwickelt man dann gleich. Dann haben wir gesagt, lassen wir mal weg. Ich glaube, Kadabra habe ich sogar auch EV trainiert, tatsächlich. Okay. In der Hoffnung, dass du jetzt nicht wieder irgendwas schießt. Gut. Du, ein Löffel, ja. Der absolute Löffler ist das, ne? Der Löffel OG. Der King of Suppenlöffel, so. So, und dann brauchen wir einen Sonnenstein für Pikabums. Weil Surf Raichu, beste Raichu. Mal die Augen haben ein bisschen. Aber sonst passt es ihm schon. Summing war es nicht so unbedingt. Der Suppenkasperl, ja. Wie gesagt, kann uns potenziell in der nächsten Arena richtig carryen. Beide, ne? Sowohl Raichu als auch Simsala.
Man, klar, es ist kein Geheimnis, dass die Coverage Gear Psycho-Pokémon haben werden. Ne? Also wir werden da nicht stur mit Psycho einige Kinder. Milotic sehe ich da in der Arena auch ganz weit vorn, aufgrund des Feentypens, das das Ding gekriegt hat. Aber das müssen wir dann schauen. Gut. So, jetzt speichere ich da. Aha, ja, perfekt. Es ist zauberhaft. Ja, heute hat es irgendetwas. Ich weiß nicht, was es hat, aber heute hat es irgendetwas. Irgendwas stimmt da halt nicht. Das ignorieren wir jetzt einfach einmal weg. So, gehen wir auf die nächste Route. Aha, da hat nicht beim Event zusammengehauen, ich sag's ganz genau. Okay. Da haben wir jetzt Route 214. Lassen wir mal scouten. Da ist 213. Da ist Wahrheits... Oder was auch immer für ein Ufer. Das ist 222. Hä, warum... Okay. Und 214. Da gibt es einen Encounter auf jeden Fall. Oh shit. Kadabra jetzt meine absoluten Lieblings-Pokémon. Soll man Simsala in dich umbenennen, Mr. Price? Was ist da denn wert, dass wir das Simsala in dich umbenennen? Das sollte fein sein, weil du bist teils Boden wahrscheinlich. Du bist teils Fee. Oh, warum denn immer Coal Mine? Was du kannst mir am Arsch lecken. Ja, freilich musst du zweimal Coal Mine, du dumme Sau. Nein! Mr. Price, das war so nicht gemeint. Du Zipfi Adam, du. Das war eigentlich eine Scherzaussage. Ich hätte es nach dem Kampf ja sowieso gemacht. Aber trotzdem danke für den 3 Gifted Subs an den Thomas Drang, an den Andal und an den Karma. Vielen lieben Dank. Willkommen in der Party-Gang. Ja, nicht was du dich... Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Bazi. Das hast du wieder ganz gut hingebracht. Bazi, du bist selber... Ja, aber so hab ich's doch nicht gemeint. Das wisst ihr doch jetzt genauso gut wie ich. Offensichtlich nicht, aber... Price, danke dir. Stop it now, okay? Das ist letztes Mal schon so krass eskaliert. Aber da war die Melli schuld. Wegen einer Lampen. Aha. Sechster so, der Karma kommt aus dem Lurk geschossen, förmlich. Hab ich dir. Da war ich nicht mal im Stream. Da warst du gerade beim Rewe einkaufen. Tatsächlich. Da warst du gerade beim Rewe beim Einkaufen. Oder wo auch immer. Ja, tschüss dann. Aus dem Lurk geschossen. Ja, hallo? Okay, da der Price missverständlicherweise das Ganze ein bisschen zu genau genommen hat, ne, werde ich jetzt natürlich mich da nicht lumpen lassen. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Ne? So, aus Uri Bümmler wird Group C Fixlaten automatisch Price. Ne? So, ist das ist da der Beweis? It's fine, okay? It's fine. Gut. Irgendwie, ich weiß auch nicht, mit Lucario kriegen wir da vorne auch kein Problem mit aufnehmen, meine ich. So, der wäre schon mal Beeren pflücken. Price Train, weil Simsala ist ja schnell. Please don't. Please don't. Aber schnell ist Simsala schon, das stimmt. Schnell ist es schon, das stimmt. So, jetzt nur mal kriegen wir da drin auch einen Encounter.
Ruinenmaniac Cave ist potenziell, oder was heißt potenziell, ist eine eigene Location, sprich da drin gibt es einen Encounter. Ah ja, wir finden im Vorbeigehen einfach mit Drachenpuls, ja, easy. So, was ist mit dir? Ja gut, er möchte natürlich, ne? Der grabt quasi da durch, wenn du alle Inkognitos fangst. Brudi, die kannst du nur fangen. Die fang ich nicht, ne? Jetzt brauchen wir mir da auf alle Fälle erst einmal. nein, die Höhle, da kannst du nicht verlaufen. Also, Wifi, ganz ehrlich, du weißt, wie lieb ich dich habe, ne? Aber wenn du dich in dieser Höhle, da jetzt drin, da wo wir jetzt aktuell in dieser Sekunde stehen, wenn du es da zusammenbringst, nicht mehr rauszufinden, dann zweifle ich an deiner Intelligenz. Just saying. So, okay. Wir hören uns jetzt zusammen einen Encounter. Oh, okay, Trapinch. Wird später einmal... Oh, geil. Da kriegen wir sogar einen Drachen. So, Quick Ball it is. Schick und Wife in Höhle der Umkehr. Walleck. Also das war ja der absolut größte Bitch-Move, den wir der Wifi auch da kannten. Wir als Kenner, ne? Das war richtiger Bitch-Move, ganz ehrlich. Bin leider nicht so aktiv, wie ich möchte, viel zum Tor, aber für den Fernseher geht's allerweil. Andal, hab ich dir. Hörst du auf, der Steh auf, die zum Entschuldigen, ja? Sie haben ein Real Life und das Real Life sollen sie genießen. Ich freue mich, wenn du im Lurk bist, ich freue mich, wenn du ab und zu da bist, ich freue mich, wenn du ab und zu aktiv bist. Ich freue mich einfach generell, wenn du das schaffst. Du brauchst dich überhaupt nicht dafür rechtfertigen, wenn du mal jetzt nicht da bist, um Gottes Willen. Merci to your heart, Brudi. Ich umarme dich imaginär. Bro-fiste dich zurück, okay? Gut. Freunde der Sonne, mir braucht man einen Spitznamen für... Gut, das ist jetzt ein bisschen tricky. Eigentlich soll das ein Ameisenbär sein oder Ameisenlöwe, keine Ahnung. Das Ding wird aber zu einem Drachen, der mehr oder weniger wie eine Libelle ausschaut, okay? Und für dieses Ding braucht man mir jetzt einen Spitznamen, ne? Ist jetzt aktuell noch nicht relevant für uns als Encounter, weil die Drachen erst dann wirklich gut sind, wenn sie Finalentwicklung haben. Deswegen liegt bis heute unser Knackleon, unser Knacksel auf der Box, weil wir warten müssen, bis wir das Level Cap erreichen, dass wir es zu Knackrack machen können. Ne? Also haut's mal in die Tasten. Was brauchen wir da für einen Spitznamen? Tack. Von Robin Hood ist der, oder was? Schaut aus wie ein Ei. Ja, jetzt noch. Wie gesagt, es wird ein Drache, der ausschaut wie eine Libelle. So grün-brauner Drache, Libellenform. Ne? Auch, also, schaut noch nicht mal ansatzweise so aus. Tinkerbell wegen Libell dran. Eigentlich keine schlechte Idee. War sogar ein Weibe. Da hat sogar passen. Libella? Das ist eine geile Spezie. Okay, Wifi hat gewonnen. Gefällt mir besser. Libella, weil geiler Spezie. Nice. Limo, oder? Gibt's auch als Limo, ja. Aber meine Eltern haben jetzt vor ein paar Wochen einen Libella-Spezie haben. Holy shit, war der gut. Gut. Okay, den Encounter haben wir. Schauen wir mal weiter oben. Erst einmal Scouten, ne? Das Item, siehst du das da? Eisbrocken. Habe ich jetzt schon wieder aktiven Schutz? Ja. Gut. Gibt's einen Spezial? Ja. Du kennst nur Latteller. Habe ich schon mal irgendwo gehört, tatsächlich. Da ist wieder so Ruinenfutzi. Okay, da... Ja, Moment. Let me see. Ja, komm, den dödelt mal weg, oder? Hätte ich fast gesagt. Muss ich mal schauen gehen. Mach das. Wifi, der Libella-Spezie, ist wirklich molto bene. Also, ist Geschmackssache natürlich, ne? Aber... Latella ist ein österreichischer Fruchtmalgetränk. Ich kann es jetzt nicht mehr... Relikant.
Ich kann es jetzt nicht mehr in Verbindung setzen mit was, aber ich habe den Namen Latella tatsächlich schon einmal vernommen. Ja, du bist ja wieder teils Boden. Alter, Lucario ist basically useless. Wir haben es noch nicht einmal wirklich hergenommen. Okay, kriegen wir gleich mal einen Cockslap von dem Ding. Nö. So Supermarkt-Shopping-Tour. Ja, das können wir gleich in Verbindung bringen mit der Arschgaudi-Party. Ne? Bevor wir bei der nächsten Gelegenheit irgendwann einmal zum See, gehen wir ins Freibad und gehen wir vorher oder danach noch massivst in eine Supermarkt-Shopping-Tour. Ja, und dann decken wir uns einmal ein mit österreichischer Einkaufskultur. So, da gibt es einen statischen Mr. Saiching, Route 214, bitte notieren. Gibt es einen statischen Encounter? Jo, weil ich mir Saletti kaufen muss, was ist das schon wieder? Da haben wir auch ein Item. Großwurzel, okay. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir ins hohe Gras oder ins niedrige? Oh fuck my life. 210, 14, 15 statische Encounter. Right? Anorit. Ja, das war jetzt endlich einmal wahrscheinlich ein Pokémon, was ich mal angreifen kann. Yay, Lucario hat seinen ersten Kill. Salzstangerl, die besonders gut sein müssen. Ah, okay, gut. Salzstangerl ist leider absolut gar nicht meins. Also wirklich so unter Null. Oh shit, das killt nicht einmal. Walle, gut, dass wir mir hergelevelt haben wie das Ding, weil sonst hätte es jetzt eh schon wieder massiv in Dosen gehen können. Weil du dann einfach ein fucking Aerodactyl, möchtest du verarschen oder was? Gut, du hast ja gefühlt jeden Angriff, ne? Du kannst Feuerzahn, Donnerzahn, Eiszahn, du kannst ja alles haben. Frag lieber, was Aerodactyl nicht hat. Das in letzter Zeit Hauptnahrungsmittel. Ja, gut, okay, verständlich. Verständlich. Absolut verständlich. Hey, einmal Pokémon, was nicht irgendwie eine Immunität gegen Bedrohung hat. Au. Gut, war vorauszusehen. Hast du einen eigenen... Stimmt, du hast einen eigenen Pool daheim, oder? Okay. Ja, das ist der Kampffutze, den lassen wir jetzt da mal stehen. Die Psychotante haben wir gemacht. Da hinten kommen wir noch nicht hin, weil wir Surfer nicht haben. Okay, da gibt's nichts. Ja gut, wir brauchen halt... Das habt doch bestimmt ein Freibad in der Nähe, wo es Sprungtürme gibt, oder? Oh, da ist Junge. Kangama. In der Hoffnung... Einmal am Städten, einmal Städten. Ja, 6 ist doch herzlichen Glückwunsch. Da hat er schon passen. Oh, come on, ey. Den hast du mal. Irgendein Kreuzhieb, der mal trifft. Da brauchen wir auf alle Fälle was anderes. Tropius.
können wir mit Rot haben tatsächlich gut regeln. Hat da mit dir, grüß dich Gott. Na, alles fit. So, zählt man mal an den Vogel. Gestern Kirschkuchenbocher. Oh. Will da jemand den Heißhunger in mir wecken? Jetzt zauberhaft. So, Schluck weg. Ist jetzt ein bisschen suboptimal, weil der Giftattacken kann. Ja, wobei, der wird jetzt auf Rot haben, wo ich kaum eine Giftattacken mache. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Leitteiler, ah ja, alles klar. Gut, Brudi, hast du gut gemacht. Es ist Slimeock auf Wish bestellt, ganz einfach. Jetzt muss ich mal schauen, ob Lucario irgendeinen Angriff China hat. Einen physischen Kampfangriff, der nicht 80 Mal daneben geht, bevor er so mit trifft. Außer Aurosphäre. Ja, da. Besser wie nix. Gut. Aber mit Schnurrbart, ja, das ist aber auch schon den einzigen Bonus, den er hat, ne? Das Schnurrbart Slimeock. Gut, sonst gibt's da ja rund wohl eh nix. Da, Kennen wir noch nicht hin? Ja gut, dann holen wir uns da mal einen Encounter. Im hohen Gras hätte ich gesagt. Holen wir uns da mal einen Encounter. Irgendwas werden wir schon kriegen. Okay. Hundemann. Potenziell. Oh, da ist Lucario aber falsch. Eigentlich. Was für Level ist er? 32. Okay, Quick Catch ist safe drin. Freunde der Sonne, wir brauchen mal einen Spitznamen für ein Dobermann-Pokémon. Also Hundemann schaut eher aus wie ein Dobermann tatsächlich. Und sogar mit Ruhe. Haut's mir die Tasten. Vorschläge werden angenommen. In 3, 2, 1. Meins. So quasi. Buddy? Weiblicher Hundename vielleicht? Ein bisschen weiblicher? Wobei es eigentlich völlig wurscht ist. Wie heißt der Hund, wo du die bei der Yassi vorgestellt hast? Wie heißt der Hund, wo du die bei der Yassi vorgestellt hast? Sei da was jetzt ehrlich gesagt nicht, was du da jetzt sagen möchtest damit. Da kann er jetzt gerade gar nicht folgen. Wie heißt der Hund? Bella! Bella, ja, okay, Bella nehmen wir. Das Beidel. Das Beidel? Sei keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du meinst. Wo ich mich bei der Yassi vorgestellt habe. Weil du weißt, wie lange ich die Yassi schon kenne, über 2 Jahre, ich verstehe die Frage nicht. Die kann man nicht einmal merken, was mir meine Freundin vor 8 Stunden gesagt hat. Das ist traurige Wahrheit, das ist wirklich so gut so fürs Habitäre. Pluto. Der Pluto war zu niedlich. Ne? Gut, den kann. Oh, ja gut, der zählt jetzt sowieso nicht. Das hätten wir schon gehabt. Aber Hundestar bzw. Hundemann, quite nice. Können wir auf alle Fälle arbeiten damit. Weißt du das, Frau Barzi? Ja, das weiß ich durchaus, weil sie da schon oft in die Weißglut getrieben habt. Ne? Wenn sie mir irgendwas verzeiht in der Früh und 2 Stunden später frage ich dann das nach, was sie mir eigentlich verzeiht hat. Cooles Szenario, trust me. Bei der Vorstellungsecke bei der Yassi, ihren Server, hast du ein Bild von. Ach so! Das ist der Lennox, das ist aber nicht mein Hund, sondern der Hund von meinen Schwiegerleut. Das ist ein belgischer Schäferhund. Das meinst du, oder? Jetzt sind wir beieinander. So, ohne Scheiß, Brillen. Genau, du dumme Sau mit deiner Brille. Ich hab zwar selber eine, aber ich brauche wenigstens keine Kontaktlinsen, dass ich auf Glas kriege. Oh. Na, die Routen ist uns verwehrt.
Da steht, das sei, warum versperrst uns du da jetzt einen Weg? Muss das unbedingt sein? Entschuldige, ich beudel gerade ein Beudel. Eine schöne Art von Kunst. Ich erlaube jetzt keine Unterbrechung. Schau dir lieber Schleide an, bis dass ich da fertig bin. Du dumme Sau, du. Ja, okay. Dann hat sich das hier an der Stelle erledigt. Okay, dann können wir retour gehen. Verdammt, ich hätte so gehofft, dass wir noch einen Ort weitergehen können. Dann hätten wir noch einige Encounter gekriegt. Das ist aber nass. Ja, das ist dann vom Ding. Das ist dann von der ROM selber. Naja, gut, okay. Schön und fein. Aber Lennox war auch cool. Sollen wir nochmal umbenennen? Ja gut, nein, ist ein Weiber. Ist ein Weiberl. Bazi hat den Dreier davor, da hat man ein Gedächtnis wie sie. Ja, richtig. Das ist definitiv so. Das Traurige war, es ist davor auch schon so gewesen. Das war noch nie recht anders. Shame on me. So, ja gut, vielleicht machen wir heute sogar noch eine Arena, Leute. Es wird uns wahrscheinlich nichts anderes zu überbleiben. Ich habe auch einen Dreier. Davor. Ja, die haben mittlerweile sogar mehrere im Chat, muss ich sagen. So, habe ich die Ehre. Drecksau Schere. Alter, wenn du jetzt kämpfen möchtest, ich schwör's dir bei Gott. Möchtest du, Basi, nimmst du quasi an der Gym Challenge teil? Ja, mach ich. Du bist immer stärker und stärker, oder? Ich verbringe die meiste Zeit mehr oder weniger beim Shoppen. Ich arbeite zwar schon auf dem Pokédex hier, aber ja, weißt du eh. Wir sehen uns später. Ja, sehr gut. Jetzt kommt Quamper die Bergstoff auch noch dazu. Ja, das, Freunde der Sonne, der glatzköpfige Wrestle-Typ da drüben, ne, dieser Stone Cold Steve Austin-Verschnitt in schlecht, ist der 4. Arena-Leiter. Der 5. Der 4. kommt da jetzt dann und der hat, das ist Crasher Wave irgendwas? Crasher Wave irgendwas, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Aber der wird auch noch auf uns warten. So. Die Arena ist jetzt quasi frei. Right? Dann werde ich jetzt aber tatsächlich schon mal ins Poké-Center. Ja, wobei brauche ich nicht einmal. Kann ich von da aus auch machen. Schau, so ein bisschen Arena-fertiges Team basteln. Also wer uns in der Arena definitiv nicht hilft, ist Relaxo. Ist fein raus. Nach Tara hilft uns auch definitiv nicht. Riddler maybe? Fox eher auch nicht. Fangen wir mal anders an. Wer hilft uns definitiv? Ganz oben auf meiner Liste definitiv Milotic, weil Wasserfee wird unfassbar viel reißen können. Zum ersten Mal in der Nuzlocke tatsächlich. Simsala wird viel reißen können. AC/DC anstelle von Rotom. Aerodactyl, weil Fluch. Ebenfalls IV trainiert, Freunde der Sonne. Aerodactyl tatsächlich besser als Hydra. Schauen wir mal auf der Route, vielleicht ist es jetzt frei. Kann man tatsächlich machen. Das kann man tatsächlich machen. Vielleicht hat man das Event da triggern müssen. Das kann natürlich durchaus möglich sein. Du hast nicht unrecht. Ja, und ich glaube, Krypok kann auch gut sein. Aber das glaube ich ist noch nicht IV drin, right? Doch, ist sogar schon. Okay, nice. Schon alles auf Max-Level. Lepomentas. Na, weil es ist halt. Na, es ist halt schwierig, Lepomentas. Donut. Crunch bringt uns in der Arena sowieso nichts.
Na, brauchen wir nicht. Oh, Moonblast. Holy fucking shit, Alter. Moonblast ist natürlich Gucci. Mondgewalt, perfekt zur Kampfarena. Wieso froh, dass dein Klima einen Stand-LKW hat? Dass der LKW ein Standklima hat, ja, das ist zauberhaft, das freut mich. Oh, und Drachenpuls werfen uns auch noch hinterher, ja, perfekt. Nehmen wir auch mal mit. Schaut doch schau mal gar nicht so verkehrt aus, wenn du mich fragst. So, jetzt pass auf, was hast du für... Competitive. Boosts the special attack stat sharply when the stat is lowered. Okay. Wird die Fähigkeit... Ich hätte tatsächlich gehofft, dass wir die andere Fähigkeit haben. Dass wir quasi unser Defense boosten, wenn wir einen Statusleiden haben. Weil das hätte man gut kombinieren können. Aber das ist jetzt erstmal fein. Jetzt schaue ich nochmal, ob die Routen frei ist. Weil dann hat sie sich eh erledigt. Gehen auch schon oben? Ja, weil es langsam Abend wird. Ne? Ich finde aber heute allgemein was ein bisschen angenehmer wie die letzten Tage. Ich meine, ich freue mich jetzt, wenn es wieder nochmal richtig heiß wird, weil wegen Betriebsurlaub und so. Und weil es in 5 Wochen sowieso rückwärts geht, massivst. Aber so richtig krass schwäle wie 35 Grad wie beim letzten Mal muss dann natürlich auch nicht sein, das ist klar. Bin einmal im Lurk, habt's fahren. Dumm bis bald, geschubsten Wifi. Danke dir für den Lurk. Ich wünsche einen schönen Abend. Haben Sie ebenfalls Spaß? Nein, ist noch dort. Okay, dann hilft's nicht. Dann müssen wir in die Arena steppen, Freunde der Sonne. Müssen wir erst einmal das Rätsel in der Arena lösen, abgesehen davon. Deine Routen waren grob frei. Ja, okay. Soll ich es nehmen? Ja, okay, dann brauchen wir aber jetzt erst Item-Management. Freunde der Sonne, das muss sein. Held-Items, so. Gut, Lightclay brauchen wir offensichtlich nicht. Lefties brauchen wir, die schauen wir her. Nevermelt Ice brauchen wir eigentlich auch nicht. Mystic Water, doch, das nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir auch mal mit. Okay. So, jetzt ist halt die Frage, jetzt passt's auf. Ich glaube, Milotic gebe ich Lefties, weil das. Warte mal, wie habe ich diese V trainiert? Ja, das habe ich eher tanky gemacht, dann geben wir ihm Lefties auf jeden Fall. So, weil Lefties haben wir eh zweimal. Abgesehen davon. So. Milotic kriegt Lefties. Raichu kriegt auf alle Fälle ein offensives Item. Dass Psycho-Attacken geboostet werden, tatsächlich. Bei Simsala ebenfalls kriegt er auch ein offensives Item. Allerdings nicht Life Orb, sondern, na, eine Black Classes, Anti-Schlauglas, wo? Ja, oder Expertengurt ist genauso gut. Yakudama, glaube ich, ist tanky baut. Ja, kriegt auch die Lefties. Okay. Bowser kriegt's. Bei Bowser sag ich schon. Kratos kriegt's Muskelband. Oder Life Orb. Life Orb darf auf Aerodactyl natürlich noch mehr Sinn machen. Für richtig krassen Damage Output. So, hast du irgendeinen besseren Flugangriff China als mit dem, den du bereits hast? Aeroas macht 60. Wie viel macht Flügelschlag? 60. Ja, wow, herzlichen Glückwunsch. Habe ich irgendwelche TMs, die wo besser sind als wie das, was Aerodactyl kann? Maybe?
Unglücklicherweise nicht. Habe ich eine bessere Alternative wie Aerodactyl? Ich glaube nicht. Nö, leider nicht. Okay. Ja, dann werden wir es mit dem Team tatsächlich versuchen, Freunde der Sonne. Täuscht mich das oder ist Raichu wahrscheinlich? Nein, das ist ein Alola Raichu. Das ist eine andere Form von Raichu. Die ist aber offiziell, ne? X-Bart. X-Bart hat aber, glaube ich, ein scheiß Wesen. Im Vergleich zu Kratos. Das hat ein mäßiges Wesen und minus Attack. Und kann auch nicht besser in die Flugattacken. Also ich glaube, mit Kratos haben wir die beste Wahl. Von denen, die wir zur Verfügung haben. Tatsächlich. Wait, das ist schon 9 Pokémon? Stimmt, Yassi kann man noch mitnehmen, gell? Aber es hat halt leider auch kein gutes Wesen nicht. Plus Defense minus Attack. So halt teils Stahl, ne? Weiß ich nicht. Also das Ding wird irgendwann richtig gut, wenn wir das richtige Wesen haben dafür. Du hast einen 77er Attack-Wert. Was hat ein Kratos zum Vergleich? Ja, das hat halt fast doppelt so viel Attack. Ich glaube, dass wir mit Kratos am besten von tatsächlich. Wir brauchen, also Bowser los jetzt einmal drin wegen Lucario, weil wir was brauchen für, ne? Weil die wieder Lucario haben, da bin ich mir 1000%ig sicher. Okay, jetzt schauen wir uns generell einfach mal die Angriffe an. Gut, da passt es eigentlich soweit. Das ist auch fein soweit. Da brauchen wir auf alle Fälle noch irgendeinen Elektroangriff, der wo ein bisschen mehr zündet. Ihr Moveset passt auch auf jeden Fall. Das passt auch. Und das sollte auch fein sein. Gut, dann brauchen wir für die noch ein bisschen Elektroangriff. Volt-Switch. Schade, haben wir auch nichts wirklich Gutes. Schade. Ja gut, wir können Moment einmal. Kann das. Hey, haben wir mir nicht Donner gelernt vorher? Ja, okay, das ist jetzt doof. Warum können wir jetzt da... Schade. Na ja, gut, hilft ja nicht. Ja gut, steppen wir mal ein in die ganze Musik da. Ja, aber jetzt wird natürlich erstmal das Rätsel lösen. Okay, ja, es ist auf alle Fälle das Lucario. Ich tue jetzt da mit Sicherheit speichern, ne? Weil aus Gründen. Und wir müssen da wahrscheinlich jeden Gegner machen, ne? Vermute jetzt einfach einmal. Ja, werden wir eh nicht drum rum können. Machen wir einfach jeden Gegner, dann haben wir Ruhe. Das hilft ja nicht. Weil hat jeder das mein Pokémon gehabt? Ja, ich darf es jetzt auch nicht mehr, aber das Wesen ist einfach zu schlecht. Okay, Life Orb, Aerodactyl, zündet. Freunde der Sonne. Kriegen wir zwar jetzt ein bisschen einen Chip. Au. Aber
fetzt ihm gut durch. Okay, Capalores ist teils Stahl. Meine ich. Und das Ding kann Dreifachachsel. Warte mal, das Raichu kann doch auch Wasserattacken lernen, ne? Search, so verdoubelt the Pokémon Speed Stat on Electric Terrain. Ja gut, okay, haben wir nicht. Perfekt, das ist fein. Was ist denn ein Stahltypen? Okay, Nahkampf ist natürlich jetzt gut für uns, weil jetzt müsste es eigentlich safe sterben. Nice. Das ist sehr tanky, das Ding. Satzen alle samt solche Grattler, dass der Bazi nichts mit euch anfangen kann? Hä? Weil wir auch haben die, hä? Wer? Okay. Den ersten Trainerkampf haben wir schon mal, das ist gut für uns. Scheiß Wesen, ach so. Ja, okay, boah, nicht alle. Aber das kann man auch noch korrigieren. Gut. Scaraborn vierfach effektiv gegen Flugattacken. You don't stand a chance. Easy peasy lemon squeezy. Okay, da gehen wir raus, weil du kannst Wasserattacken. Tja, hätten wir. Na, jetzt warten wir soweit, ne? Okay, wir müssen da auf alle Fälle noch mehr korrigieren in das Ganze. Macht aber doch ansehnlichen Schaden. Okay, es überlebt legit. Mit 1 HP. Das nennen wir junger Gott. Weil der Lord, dass wir mit dem Moonblast haben, ist richtig stark jetzt für die Arena. Nice. Gut, die 2 Chips, die lassen wir jetzt einfach mal, das passt dann schon. Hab's gehört, wir werden korrigiert. Die Pokémon werden korrigiert. Das ist wieder Schelden hier noch gesagt. Bitte nicht. Bitte nicht. Das ist mir Gott sei Dank bisher erspart geblieben. Alter, okay, ich sag schon, Aerodactyl wird auch ziemlich gut reinfetzen können. Muss man aber fairerweise dazu sagen, Aerodactyl ist eine Glaskanone, ne? Das ist halt voll offensiv, wenn es ja, genau. Wenn das Ding irgendwas abbekommt, dann kann es halt böse enden, ne? Weil das traue ich selbst Kratos nicht so, dass es one-shotten kann. Hariyama ist von Natur aus eigentlich eher tanky. Wobei, du hast eine schlechte Defense, glaube ich, ne? Holy shit, Alter. Au.
Kapels, okay. Ah, fix leiten, weißt du, was man einwollt? Wir kennen das Ding gar nicht. Ah, doch. Ja, alles gut. Alles gut, können wir schon mitnehmen, weil ich habe jetzt kurz gedacht, dass wir es in die V drin haben. Ja, okay, kommt nicht drauf an, was das Ding jetzt macht. Mit Yakodama müssen die eigentlich safe sein. Oh Gott. Ui, das macht guten Schaden. Okay. Wenn er 5 Mal trifft, überlebe ich das nicht. Was ich allerdings jetzt zu meinem Vorteil nutzen kann. Ihr habt beide nicht so eine Fake HP. Schauen wir mal. Oh shit, wie viel immer rein schon. Oh! Ah, du kannst doch bestimmt. Du kannst bestimmt Tempohieb. 1000%ig. Okay, jetzt kriegen wir langsam ein Problem, so gegen gewiss ist. Garantiert, dass ich den Tempohieb kann. Jede Wette. Ja, sag ich doch. Alter, wie viel Schaden macht denn das Ding? Oh, fuck off. Das kann Drain Punch. Jetzt muss ich hoffen. Alter, du dummes Mistviech, Alter. Boah, leck, der hätte uns jetzt bald zerfetzt. Ohne Scheiß. Das dumme Schimmelviech Mistpilz-Pokémon hätte uns jetzt fast den kompletten Run. Ne? Holy shit, Alter. Ja, danke für den Glück. Wir haben jetzt eher richtig Dusel gehabt, dass wir Kapels nicht, dass wir Raichu nicht verloren haben. Drei HP, ja. Okay. Das muss auf alle Fälle mit daher. So. Das Ding muss dann da um. Damit das Ding da um kann und das Ding wieder da um kann. Okay, weil dann ist der schon mal frei da jetzt.
Achso, das können wir aber... Aha, okay. Moment. Oh Gott, ich bin so schlecht in die Rätsel eigentlich. Dann wieder da oben. Und mit da durchgehen kann. Genau, weil du ist die Passage da hinten einmal frei. Also jetzt muss ich dann da wieder durch, damit ich... Hä? Was da hinten durch, damit ich das... Ah, damit ich das umschieben kann. Ja, ja. Okay, muss nur der nochmal weg. Das haben wir das. Können wir nicht mehr da herschieben. Passt. So, da müssen wir dann da durch. Okay. Dann wir da durch. Dann müssen wir das da umschirmen. Dann müssen wir einmal auf die andere Seite um. Dann muss das da her. Das muss dann da um. Dann können wir da einmal durch. Können wir das Ding da herschirmen. Und dann müssen wir einfach nur noch mit. Das heißt, müssen wir noch einen Trainerkampf machen, wenn ich es richtig sage. Den da. Rein theoretisch. Rein theoretisch. Oh Gott, der hat 5 Pokémon. Gut, solange es nur mal Holo sind. Meditier, ja gut, ist auch fein. Menki hat ja die ganzen Base-Kampf-Pokémon quasi, right? Dann müsste er da noch rum. Makuhita und? Von jeder Gen Standardkampf-Pokémon. Ja gut, Gen 5 ist da noch nicht drin, glaube ich, oder? Doch, natürlich. Oder? Punkt, ja, genau. Ja, okay, das war jetzt tatsächlich als ausgleichende Gerechtigkeit vor dem Arena leider noch ein einfacher Kampf. Gut, Freunde der Sonne. Der nächste Trainer wird deutlich schwerer. Wir werden heute noch zum Abschluss jetzt den Arenaleiter machen. Dabei werde ich jetzt eine Umfrage hinduschen. Ne? Also, was heißt eine Vorhersage? Ne? Es darf wieder mal Kanalpunkte investieren. Ne? Gut, der Sei hat schon für mich übernommen. Scheinbar. Hä, sterben bei der Arenaleiterin Hilde Pokémon? Was ist denn das für eine Umfrage? Das ist ja... Wer hat denn die Umfrage jetzt gemacht? Was ist denn das für ein Chaos? Natürlich sterben bei der Arenaleiterin Hilde Pokémon. Was ist das? Hä? Sei die check jetzt nicht ganz die Vorhersage. Das macht jetzt nicht wirklich Sinn. Können wir das bitte abbrechen, weil die macht absolut keinen Sinn, nicht die Vorhersage. Schau da, habe ich dir. Sterben Basis-Pokémon. Ach so, ja, dann Moment einmal. Stopp!
Das machen wir anders. So. Das machen wir ganz anders. So. Freunde, jetzt. Jetzt dürft ihr investieren, okay? Gut. Also ich glaube mal, dass wir mit dem Team tatsächlich theoretisch was reißen könnten. Rein theoretisch. Ne? Jetzt gehe ich schon mal vor der Arena, da müssen wir eh schnell kurz noch was luren und dann werden wir ihm den eine dremmen, den Bosskampf. Ne? Ach komm mal, das Rätsel jetzt nochmal machen oder was? Ach komm, fick dich halt dann. Ah, halt, scheiße. Gut. So. So mal. Gut. Okay, so, Moment. Okay, da hat's aber sehr, sehr zuversichtlich, dass jetzt kein Pokémon stirbt. Ich möchte es nochmal der Vollständigkeit halber sagen. Bei den letzten 3 Arena-Leitern sind jeweils 2 Pokémon gestorben. Ne? Ich will es nur noch mal gesagt haben. So, jetzt schauen wir schon was. Kurz. Haben sie es rausgenommen? Okay, ja gut, hilft ja nicht. Servus und Habitiere. So, ich habe erstmal nur von Blumengießerei. Jetzt wurde ich geschubsten Bazi. Ich kann jetzt bei geschubsten Pokémon kämpfen sehen, während ich mein geschubstes Bazi-T-Shirt habe. Was? Siege, merci für deine 3er Streamstreak. Ne? Vielen lieben Dank. Ja, dann viel Spaß, weil du kommst perfekt zum Bosskampf. Freunde der Sonne, are we ready? Mr. Saijin. Du hast das quasi notiert, wo wir noch einen Encounter haben fürs nächste Mal, right? Wir sind ready. Ihr seid ready. Gut. Dann schauen wir mal, was die wilde Hilde, glaube ich, heißt. Hilda, glaube ich. 210, 240, genau, 210, 240, perfekt. So, also,
Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, offensichtlich Kampf-Pokémon, wahrscheinlich mit Narisch-Fake Coverage. Ja, ich glaube, wir könnten. Also ich glaube, es gibt jetzt bei dem Kampf gerade zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden gnadenlos zerfetzt oder sie wird gnadenlos zerfetzt. Irgendwas dazwischen, glaube ich, wird es nicht geben. Maylene heißt die. Ich muss jetzt nur schnell was schauen. Jetzt pass auf, weil auf den Namen bin ich nämlich jetzt nicht gekommen. I'm sorry. Okay, gibt's nicht. Ah, recht. Alles klar. Na gut. Auch recht. Oh Mann, ich hab keinen Bock. Sechs Pokémon, eins davon ist Lucario und das ist Porenta. Porenta. Ist das teils Kampf in dem Spiel? Offensichtlich, weil Flügelschlag wohl sehr effektiv ist. Flugkampf, ja, wahrscheinlich. Ich weiß zwar nicht, welche Stats das Ding hat. Aber ich bin jetzt mal confident, dass ich schneller bin. Und es müsste reichen eigentlich. Okay, nice. Easy. Den nehmen wir. Primeape. Es ist halt immer so die Frage, wie werden die gespielt? Werden die eher bulky gespielt? Werden sie eher offensiv gespielt? Ich bin mir halt nicht sicher. Aber aktuell, ich glaube, da raus zum Wechseln, ich kann mir vorstellen, dass das Ding Guts hat, also Adrenalin. Sprich, das wäre ein Flammenorb oder irgendwie sowas dran. Ich bin mir halt wegen Flügelschlag so unsicher, weil Flügelschlag ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Kampfattacke. Ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Flugattacke, aber gepaart mit den Stats, die wir haben, plus den Lebenort, den wir tragen, könnte es reichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie spielt man Ras auf? Spielt man Ras auf Bulky? Spielt man Ras auf Offensiv? Ich habe jetzt sowas von keinen Plan. Rasaf. Ich habe in meinem Leben noch nie gegen Rasaf gekämpft. Competitive-mäßig. Ich habe auch selber competitive-mäßig nie Rasaf gespielt. Ja, riskieren wir es mal. Was soll man verlieren? Ja, easy. Kratos die Maschine, zerfetzt mit seinen Flügeln. Oder mit den Chaosklingen, ja, je nachdem. Okay, bei Kickli weiß ich, das ist das defensivere von beiden. Haben wir vorher gewone-shottet? Sehe ich jetzt keinen Grund, das jetzt nicht one zu schatten. Alter, Aerodactyl zerlegt die ganze Arena. Meditalis ist eher so Bulky Offense, also eine Mischung aus beidem. Sollte man aber auch gewone-shottet kriegen. Shelterra kommt annähernd an die Angriffswerte Droh. Der einzige, der mehr Damage Output aktuell fahren kann, ist Simsala. Also auf spezieller Ebene natürlich. Bringt uns aber gegen Meditalis nix. Sollte auch One-Shot sein, ganz ehrlich. Ich bin mal eine Runde bei den Doggos. Viel Erfolg. Shiranui, danke dir. Und viel Spaß bei den Hunden. Ja komm, YOLO.
Live-Up macht sie bezahlen, offensichtlich. Ja, okay, da brauche ich nicht überlegen. Das ist wenn das nicht One-Shot ist, dann ist es nichts. Vierfach effektiv, YOLO easy. Dann müsste jetzt nur noch Lucario übrig sein, right? Ja, Lucario. So, und für das haben wir Chelterra dabei. Da haben wir nämlich jetzt das Problem, mit Aerodactyl können wir mit nichts mehr angreifen. Also, könnten wir rein theoretisch schon, aber das werden wir jetzt nicht one-shotten und als Zuckerl, oder was heißt als Zuckerl? Als Folge habe ich dann einen Revenge-Kill. Und ganz ehrlich, Kratos oder Aerodactyl zum Verlieren, nein, das will ich nicht. So, das einzige Ding ist jetzt, wir haben jetzt eigentlich 3 Counter dagegen. Wir haben theoretisch jetzt erstmal Bowser, was mit Erdbeben normal one-shotten kann. Wir haben Milotic dabei, was seine Stahl- und Kampfattacken keiner gut nimmt, wegen dem Feentypen. Also Kampfattacken nehmen wir auf alle Fälle, Stahlattacken nehmen wir teilweise. Price ist halt eine Glaskanone, können wir nur einwechseln, wenn wir den richtigen Move erwischen. Und Yakudama ist theoretisch auch ein guter Counter dagegen. Relativ guter Counter dagegen, ne? Aber ich glaube jetzt aktuell probieren wir es mal mit Chelterra auf jeden Fall. Nice Job, Aerodactyl, hast du fein gemacht. So, du gehst für Aura-Sphere, okay? Wallek, der Damage Output von dem Pokémon stimmt auf jeden Fall. Der Damage Output von dem Ding, der stimmt. Das tankt man vierfach. Okay, nice. So, ich gehe jetzt einmal für Genesung, weil ich nicht weiß, was kommt. Okay, nehmen wir neutral, das ist gut. Das müssen wir outstallen können. Was macht denn den meisten Schaden? Mal Moonblast, oder? Ja, mit Abstand. Holy shit. I mean, solange er jetzt nicht krittert, ist fein. Okay, das ist Twitch KO. Und Special Attack Drop, okay, das ist GG. Ich gehe jetzt zwar sicherheitshalber trotzdem noch mehr auf Genesung, weil nicht, dass doch noch Crit kommt, aber that's basically a deathless Hilda. Nice. Okay. Der Arenaleiter, von dem ich eigentlich Schiss gehabt habe, war mit Abstand jetzt der einfachste. Nice. GZ an alle, die beliebt haben. Der erste Arenaleiter Deathless in der Challenge. Geile Sache. Geile Sache. Wie jetzt? Ich krieg keine TM. Jetzt wollte ich gerade sagen, du wirst bei denen eine TM geben. Was ist das Drain Punch? Ist gut für unser Lucario. Ein kleiner Mathilde. Shadow und der Gutzufuß Staumann jeweils 5380. Oder Staumann miteinander 5380 Punkte ab. GZ dann echt 2. Ja, nice. Endlich mal Arenaleiter Deathless in der Challenge. Holy shit, das hat lang nur gedauert. Juhu, 200 Punkte plus. Ja, hey. Schau, du musst immer so sagen, wie viel wertvolle Lebenszeit du verschwenden musst, um einen sinnlosen Stream zu schauen, damit du 200 Punkte kriegst. Wollen wir nur einen Boss sagen? Nein, weil es keinen Boss mehr gibt. Der nächste Boss ist ja schon in der nächsten Stunde, das schaffen wir halt nicht mehr. Kost. Mr. Saiching, schmatzen Sie sich halt bitte mit dem Streamermann ab. bevor Sie eine Vorhersage starten. Stop it. Tun Sie dieses nicht.
Gut, Arenaleiter hat glorreich funktioniert. Sehr schön, das freut mich. Ohne Shit, also ohne Scheiß jetzt. Dass Aerodactyl so krass performt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie stark die anderen 3 Teams von ihrer Hand. Ne? Wie jeder Arenaleiter hat ja 4 verschiedene Teams, aus denen er random wählt. Ich weiß es nicht, wie stark die anderen Teams sind oder was die anderen Teams sind. Aber das war halt jetzt das Team, was sie gerade war, gefunden zu fressen für Aerodactyl. 5 Pokémon von 6 hat Aerodactyl im Alleingang zerlegt. Mit 5 Flügelschlag. Ich hätte halt nicht gedacht, dass wir so krassen Damage fahren, weil jetzt Flügelschlag nicht unbedingt die beste Flugattacke ist. Ne? Ich hätte mich überhaupt nicht da, wenn wir Sturzflug gehabt hätten. Ne? Das hätte alles gewone-shottet, wahrscheinlich auch das Lucario. Aber Flügelschlag, you know, kinda weak im Vergleich, aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, den nimm ich. Ne? Letzten Stream haben wir 5 Verluste gefahren. Da war tatsächlich jetzt das K-Pilz in der Arena deutlich spookier. Ne? Das hat uns deutlich mehr bedroht. Gut, Loch Nesslos jetzt einmal dabei, weil ganz ehrlich, richtig stark. Brauchen wir noch irgendwas Feuermäßiges? Ja, da Rot haben nehmen wir wieder mit. Das ist kinda fine, I guess. Gut, Relaxo dabei haben ist, glaube ich, auch nie verkehrt. Dann nehmen wir noch ein bisschen was Offensives mit. Was haben wir denn jetzt eigentlich für Level Cap? Muss ich jetzt gleich einmal schauen. Schauen wir jetzt gleich mal, was wir für Level Cap besitzen. Gewalt. Ah, nein, haben wir schon. Weiß nicht, was ich als 6 mitnehmen soll. Wenn wir jetzt pass auf, jetzt schauen wir mal, ob wir zufällig Level Cap 45 haben. Das war natürlich geil, weil dann kriegt man nämlich ein Libeldra. Haben wir 35. Normalerweise, ich hab doch gedacht, dass die Arena im Platin eben so ausschaut mit den Schieberätsel. Sandsturm? Na, brauchen wir jetzt nicht. Jetzt können wir auf alle Fälle erstmal wie Brava. Kannst du noch fliegen holen vom Galaktik-Team? Ja, das werden wir auch nichts mehr machen, tatsächlich. Ich schaue jetzt gerade noch so ein bisschen, was wir Level Cap technisch machen können. Sandsturm haben wir Gräben gerade verneint. Drachen Odem brauchen wir. Oder Feuer Odem brauchen wir nicht, weil wir Drachenpuls haben. 9. 44. Das war schon Metagross. Damn it. Mache ich jetzt einfach mal vielleicht. Okay, Erdbeben, ja, das nehmen wir jetzt einmal mit. Okay, du scheinst wohl ein ausgeglichenes Wesen zu haben, weil du Attack und Special Attack relativ gleich hast. Das ist ja mal fein, ne? Nein, Spaß sei, nächstes Mal wird es wieder fein sein. Der Sai ist ein guter, der Sai ist der Beste. Backbass. Alter, bist du... Walleck, das okay, Libeldra ist in dem Heck ein Käferdrache und kein Bodendrache. Wie geil ist denn das bitte? Aber geht sich wahrscheinlich jetzt genau um ein Level nicht aus. Schade, wir kriegen noch kein Libeldra nicht. Aber halt dann noch im nächsten Arenaleiter. Aber krass, Libeldra ist ein Käferdrache in dem Spiel. Das ist ja richtig geil. Das macht sogar mehr Sinn. Gibt's noch gar nicht in der Pokémon-Historie? Nein. Also ich weiß es jetzt nicht.
Ja gut, schade, schade. Also Libeldra hätte jetzt, durch das, dass ich jetzt weiß, dass er Käferdrache ist, fühle ich Libeldra tatsächlich. Wie gesagt, macht halt einfach vom Aussehen her schon viel mehr Sinn. Oh, aber wir könnten uns, Moment, wir könnten uns vielleicht Skelabra holen. Pass auf. Das Ding entwickelt sich doch auf Level 40, ne? Oder 42, glaube ich sogar. Right? Inferno. Ja, okay, gut. Okay. Cool. Können wir uns das Skelabra auch noch hin? Nice. So, und du bist normalerweise mit einem Finsterstein entwickelt. Ah! OP. Geil. Skelabra fühle ich total. Vom Design her eins der geilsten Pokémon aus der 5. Gen. Und hat unfassbar hohen Offensivwert. Fühle ich absolut. Bisschen ein blödes Wesen, es hat Flammkörper, aber schaut euch mal den Special Attack von dem Ding an. Das ist höher als das, was Simsala hat. Und wir haben jetzt lediglich 3 Level höher. Simsala hat 135 zum Vergleich, ne? Ich gehe mit meiner Laterne, ja, mit der glaube ich geht's nicht weit. Mit Skelabra. Wann Skelkadabra, ja, das wird noch. Oh Gott, Siege. Aber wie gesagt, offensiv ist das Ding, das ist brutal. Also ich meine, es ist zwar, ne? Einen Hauch einer Attacke darf es nicht abbekommen, weil dann gehen diesem Ding ganz schnell die Lichtlein aus, aber getroffen werden möchtest du von dem Ding auch nicht. Aber wie gesagt, rein von der Optik gefällt mir Skelabra brutal gut. Gut, wer hat noch nicht, wer will noch mal? So, Geowatz müssen wir doch auch links kriegen, oder? Man, du hast zwar das größte Grattlerwesen überhaupt, ich glaube, du bist mit Abstand das schlechteste Pokémon in meiner Box. Bis 2 entwickelt man einfach noch schnell und dann können wir uns keinen Stream noch ein bisschen füllen. Na, ist das okay? Ich glaube, es ist okay. So, dann haben wir gesagt, Ober entwickelt man nur mal. Das entwickelt man nur mal. Das können wir auch entwickeln. Das können wir auch entwickeln. Ja, schaut's her. Ist verzeihbar anstatt dem Bosskampf. Ja, okay, passt. Schöner Kronleuchter, ja, auf alle Fälle. Wieder nichts mitgekriegt, weil ich eine Stunde mit der Tante telefoniert. Du hast einen. Mr. Price, Sie haben den ersten Deathless Arena-Leiter versäumt, ne? Vermutlich hättest du heute Punkte gewonnen. Ja, es kommt darauf an, wie du gestimmt hättest, aber, ne? Gut. Dann schauen wir mal. Ah, du kannst mit dem Kingsstein jetzt sogar ein Dingens machen. Wie heißt denn das Scheißviech? Quaxo. Ich finde aber Quapo besser. Tatsächlich. Obwohl Quaxo kannst du Rain-Team spielen. Allerdings. Warte mal, habe ich Pokémon mit Swift Swim? Habe ich Pokémon mit Swift Swim? Glaube ich eher nicht, oder? Zumindest noch nicht. Ah, wisst ihr was? Quapuzzi lassen wir. Ist der geile Frosch, oder? Ja, genau. Ich sag's ganz ehrlich, Quapuzzi, du Brudi, die schiebe ich mal ein wenig weg, gell? Ich möchte nicht. Wobei, nein, halt. Kommando zurück, wir machen mal Quappo, weil wir es vorher auch schon gemacht haben. Wir machen es genauso, wie wir es vorher gemacht haben. Wir haben vorher Quappo eigentlich schon entwickelt und wenn Switch nicht angestürzt wird, hätten wir jetzt ebenfalls ein Quappo. Von daher, wir machen es genauso, wie wir es vorher gemacht haben. Entschuldigung, Kommando zurück. Es war schon so gemacht. Also von daher, wo es liegt, das biegt, sagt man in Bayern. Ne? So.
Ja, komm, ich mach gleich. Du bist eher Steinevolution, von daher gleich mal Full Level. Erdkräfte. Ja gut, irrelevant, du hast mehr Attack wie Special Attack. Hydropumpe, gut, hilft mir jetzt auch nix. Mag Quapo lieber. Mir ich tatsächlich, also jetzt mal abgesehen vom Competitive, mag ich Quapo auch lieber. Ne? In Competitive ist Quaxo natürlich brutal stark, weil es so ein Regen-Setup hast. So, was haben wir jetzt da? Hundemann, höherer Special Attack, das ist gut für uns. Das heißt Crunch KW. Oh, das kann sogar schon Flammenwurf, das ist auch gut. Flame Charge, das ist mal gut zum Speed-Setupen. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Quajutsu und Branawatz haben bessere Frisch als Quaxo, change my mind. Aus Competitive-Sicht ist nur eins besser, und zwar Quajutsu wegen seiner Fähigkeit. Aber Branawatz ist halt an und für sich auch ein cooles Pokémon, reißt aber gar nichts. Weder im Competitive, also im Competitive zumindest. Im Competitive reißt es halt gar nichts. Zumindest zu der Zeit, wo ich gespielt habe. Ich kann ja jetzt auch, dass sich Meta so verändert hat, dass Branawatz mittlerweile der heilige Gral ist unter die Frösche. Hat auch immer noch irgendetwas nach all den Jahren. Hundemann, weiß ich nicht, feier ich auch irgendwie bis heute. Vor allem Mega-Entwicklung schaut auch richtig geil aus. Okay, Flammenblitz bist du. Okay, du bist physisch offensiv. Dann mach mal auf alle Fälle Flairblitz draus. Hundemann vor Akani. Oh, Akani ist halt auch ultra geil, gell? Akani ist schon ultra geil. Also ich darf eher sogar sagen, Akani ist besser. Ich weiß nicht, Akani ist schon... Also ich glaube, es gibt da draußen irgendjemanden, der Akani nicht mag. Stats Akani, Design Hundemann. Okay. Ja, ist fein, ist fein, ist fein. Mal, wie gesagt, Geschmäcker sind ja bekanntermaßen verschieden und das ist auch völlig in Ordnung so. Smart Strike. Okay. Okay, das ist interessant. Ich meine, Branawatz, Wasserboden sowie Morlord und Sumppex, der Typen kommen die ganz leise, das stimmt. Aber, was da einhergeht, Branawatz ist slow as fuck. Ziehkraft. Alter, bist du der Schissen, Alter. Oder was bist du? Ah, halt das, Entschuldigung, du bist nicht. Das war auf Georock, Entschuldigung. Entschuldigung, hab ich nicht so gemeint. Alles fein. Warum lernst du Antikkraft? Warum haben wir mir Oberyogi Löw genannt? Jetzt komme ich gerade erst drauf. Ich hab Branawatz einmal nach meiner Schwester benannt, die war nicht Versteh ich. Oh, Giga. Oh, leck. Aber das lernt richtig geile Attacken, das Ding. Obwohl Energieball besser ist. Solarstrahl. Oh, wir brauchen mal. Oh, leck. Wenn wir einen Sonnentagssetzer haben, dann wird. Oh, leck. Dann wird Kokowai richtig brutal. Achso, wie am Sakral und die. Ah, okay. Okay, Geowatz kriegen wir auch. Damit wir das auch mal hinter uns haben, ne, Freunde? Weil wir flauschig sind, genau so ist das nämlich. Es wird nicht anders in dem Leben. Ja, in meinem Twitch-Zeitalter, solange ich Streamer bin, glaube ich, werden wir mir nicht mehr unflauschig. Ja, was nach mir mal ist, das weiß ich nicht. Aber das Erbe, das ich eines Tages irgendwann einmal hinterlasse auf Twitch, das wird flauschig sein. Ne? Und geschubst. Aber ich glaube, das ist
vertretbar. Ah, 6, das hätten wir schon einen Rainsetter. Lernst du irgendwas Brauchbares? Hallo? Offensichtlich nicht. Was verlose ich meiner Vergangenheit, perverse Sprüche, versaute Witze, schwarzen Humor und keinen Anstand? Na, das darf ich ja so auch nicht sagen. Mr. Saiching, so darf ich das. Du hinterlässt sehr, sehr gute Laune, sagen wir es mal so. Ne? Erbe, also der Bazi Junior darf dann deinen Kanal übernehmen. Ja, das meine ich, das glaube ich. Das glaube ich, den Gefallen, den wird weder ich noch es eines Tages tun können. Ne? Das Einzige, was vielleicht für meine Nachwelt mal bleibt, sind meine YouTube-Wots, die wo ich auch nach meinem Ableben auf Twitch erhalten lassen möchte. Aber was Herr oder Frau Bazi Junior irgendwann einmal tun, ich glaube, bis dahin gibt es Twitch nicht mehr. Und ich kann nicht gar mit 1000%ig versichern, dass ich nicht so lange da sein werde. Ich werde nicht so lange auf Twitch präsent sein, dass ich das tun könnte. Wir haben Scusi. Also keine Sorge, es braucht jetzt nicht unbedingt, dass ich morgen meine Twitch-Karriere beende. Keine Sorge, so schnell geht's dann auch nicht. Aber ich werde die nächsten 15 Jahre mit Sicherheit nicht. Also, ne? Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so pauschale Aussage treffen, aber keine Ahnung, also ich schätze mal, dass ich noch so 2, 3 Jahre stream, keine Ahnung, vielleicht länger, ich weiß es nicht. Hängt dabei vom Real Life ab so, ne? Aber da denken wir jetzt noch gar nicht dran, ne? Also, wir haben den Spaß unseres Lebens und das ist auch weiterhin gut so, ne? Also keine Panik, es bringt's mir so schnell nicht weiter. Jetzt schaue ich gerade noch mit durch. Aber ich glaube, wir haben bis auf die 2 dann alles entwickelt, right? Schaut zumindest gut, Knacksel geht ja noch nicht, obviously. Aber sonst schaut das schon ganz anständig aus. Ah ja, da haben wir noch was. Ja, komm, das Viech nehmen wir einmal noch mit. Und das nehmen wir auch noch mit. Und meine Zweifel, dass Twitch nur relevant ist, wenn unsere Kinder selber Streamer werden kann, das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Man, eine gewisse Relevanz wird es sagen immer haben, das wird nicht aussterben von heute auf morgen, auf keinen Fall. Aber du kannst es nicht sagen, vielleicht ist Twitch in 15 Jahren noch viel mehr besser zugänglich und es können noch viel mehr Streamer einen Nutzen draus ziehen. Keine Ahnung, wer weiß das. Aber naja. Also bis nicht der zweite Grund, nein. Also es wird eines Tages, eines schönen Tages wird es soweit sein, dass ich zu euch sprechen werde und werde sagen, Leute, an diesem und diesem Tag ist mein letzter Stream auf Twitch. Und der ist nicht erst, wenn ich 45 oder 50 bin. Der wird früher sein. Außer Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln, ne? Da müssen aber ganz andere Dinge passieren. Und die werden nicht passieren. Das weiß ich genauso gut, wie ihr es wisst. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich es jetzt einmal pauschal abschätzen müsste, sage ich mal, ist meine Lebensspanne auf Twitch als aktiver Streamer noch zwischen 3 und 5 Jahren, sage ich jetzt einmal. Irgendwie sowas. Solange es bis in die 2030er Jahre durchhält, bin ich fein damit. Es sind noch 5,5 Jahre, weiß ich nicht. Kann sein, kann nicht sein. Ja, das, wie gesagt. Gott, ich möchte mir, ohne Scheiß, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das einmal wird, wenn ich sage, Leute, das war's. Das kann man jetzt gerade. Jetzt steht es mal 4. Wie gesagt, das ist ja nur, was wäre wenn. Jetzt steht es mal 4. Ich mache jetzt ungefähr in 10 Minuten den Stream aus. Und dann war es das letzte Mal, dass ich euch im Chat gelesen habe. Auf meinem Kanal.
Und dann war es das letzte Mal, dass ihr mich live vor der Kamera auf Twitch gesehen habt. Das musst du mir vorstellen. Ich meine, jetzt denkt man nicht drüber nach, weil es ist ja halt einfach mehr oder weniger Alltag geworden für euch und für mich. So, es ist mein Hobby. Ihr habt offensichtlich immer noch Spaß nach knapp 4 Jahren Twitch. Oder 3 Jahre Twitch. Aber wenn du dir dann einmal überlegst, wie das mal, wenn der Tag X kommt, wo ich dann sage, hey Leute, viert euch, war eine schöne Zeit. Bazi over and out. Dann schreibe ich auf Insta und frage, spinnst du? Und dann deaktiviere ich DMs. Aber der Tag ist ja noch entfernt. Ne? Der ist ja noch entfernt. So, jetzt gehen wir noch mal schnell kurz ins Kaufhaus, kaufen die Entwicklungssteine und dann hauen wir einen Hut drauf für heute. Okay? Stell dir das Gegenteil vor, wenn du absolut ungewollt Partner wirst und 350 Leute im Chat hast. Das ist eben beschriebenes Was wäre wenn Szenario, das das verhindern könnte, aber was halt sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Ne? Das wird halt nicht passieren. Das ist einfach so. Weil, ganz ehrlich, wenn es so kommen würde, dann wären jetzt schon Anzeichen zu spüren. Ne? Ich bin jetzt 3 Jahre aktiver Streamer, oder recht aktiver Streamer, bis auf den einer Break, den ich wegen dem Umbau gehabt habe, aber der ist, glaube ich, mehr als fein. Dann hätte ich jetzt mehr Zuschauer als wir 15, 20. Oder wenn es einmal gut läuft, 30. Ne? Dann müsste die jetzt schon ungefähr bei 50, 60 irgendwo umeinander liegen. Und das ist noch nicht so. Und wenn es jetzt noch nach 3 Jahren nicht so ist, wird es auch in 3 Jahren noch nicht so weit sein. Das ist einfach, da habe ich jetzt erst letztens mit dem Mike und mit dem Dampfer mal ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir Elden Ring gespielt haben. Das Ding ist einfach, dass für mich, glaube ich, da haben wir eh schon mit drüber geredet, der Zenit ist erreicht, glaube ich. Weil einfach das, was ich in Streamen investiere, für mehr nicht reicht. Was ja auch fein ist. So, ne? Also ich müsste halt viel, viel mehr On-Stream-Zeit haben, damit es vorangeht. Aber die Zeit habe ich halt einfach nicht. Weil ich halt Tennis spiele, weil ich eine Freundin habe, mit der ich gern beieinander bin und mit der ich auch gern Zeit verbringe. Weil ich Schichtarbeiter bin, kann nicht funktionieren. Also, solange jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, der Hand of Blood oder der Onkel Gronk oder der Onkel Monte oder sonst irgendwer daherkommen und sagen, hey du Brudi, machen wir mit 2 Monaten was miteinander, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, sehr, sehr gering. Aber haben wir wieder bei dem Punkt, Ausnahmen bestätigen Regeln. So. Und ist ja fein so, ne? Ich bin ja zufrieden mit euch, mit mir, mit der Situation. Ich kann mit euch interagieren, ich sag, wer da ist. Ich sage, wenn ihr was schreibt. Meistens. Manchmal überlese ich auch mal was, klar. Wie gesagt, das war nur, stellt euch das Gegenteil vor. Ja, vorstellen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte 400, 500 Viewer, das war natürlich. Sag ich nicht, nein. Ist ja so. War der, also das kannst du ja auch kaum glauben, wenn einer sagt, der möchte das nicht. Also jetzt aus Streamer-Sicht. Ne? Aber Price, ich verstehe natürlich deinen Punkt. Sowieso klar. Es war jetzt auch absolut kein Offense nicht. Um Gottes Willen. Ich traue da zumindest der Gresswier vom Cookie zu, Bazi. Ja, das war noch schön. Sagen wir es so. Also, so den nächsten Sprung noch ich mache so auf 40, 50 Viewer. Das war schon nochmal geil, aber ist halt auch nicht ohne. So, dann brauchen wir noch mal einen Blattstein. Wer hat auch noch eine Kokowai da reingelassen? Das ist eine gute Frage. Jetzt gehe ich dann draußen extra zu Fleiß einmal mit dem Ding spazieren vom Geschäft, weil ich sehen möchte, wie das ausschaut. Gut. Freunde der Sonne, freut sich schon auf Samstag, auf Monster Hunter. Habt ihr da auch Bock drauf? Also, ich hab's heute am Anfang vom Stream schon erwähnt, ich freue mich unfassbar stark auf Monster Hunter.
Hab ich richtig Bock drauf. Da haben wir noch mehr einen Sonnensitzer. Interesting. Alle Streams, die dabei sein kann, freue ich mich. Fangt jetzt die Story von Monster Hunter von vorne an? Ja. Die Yassi fängt von vorne an und ich grätsch halt mit meinem Account dazwischen. Also quasi, um euch ein bisschen abzumachen, was Phase sein wird. Yassi möchte bis zum letzten Monster von Monster Hunter kommen, also sprich zum Fatalis, der ist in Iceborne. Ich werde sie durch die komplette Story durchziehen und ihr was beibringen. Wir werden dann in Iceborne anfangen, gezielt zu farmen. Und ja, also wir werden das. Ich habe gestern mit der Yassi mich unterhalten. Und wir werden das Ding rocken. Sigi läuft dann amok. Okay, warum? Ich spiele auch gerade die Iceborne-Story mit einem Schulfreund, Ausbildungskollegen, der mich durchcarried. Ganz ehrlich, das war bei mir, wie ich in Dev seine Community kennengelernt habe, haben wir die auch erstmal durch die ganz normale World-Story geholfen und haben dann mit mir angefangen in Iceborne einfach, die haben mir dann gesagt, du pass auf, das und das und das und das und das und das und das. Bei manchen Dingen habe ich mit einer gespielt, manche Dinge habe ich selbst erledigt, ja, stundenlang. Und mit der Yassi werde ich es genauso machen. Ja? Aber ich hab Bock drauf. Ja, vor allem auch mal mit der Yassi ein gemeinsames Projekt machen. Freue mich wirklich schon drauf. Monster Hunter ist halt auch, also Monster Hunter World bis heute immer noch optisch ein richtig gutes Spiel. Und es hat also ein bisschen was von Souls-like. So ganz, also ist jetzt natürlich kein Souls-like nicht, aber so, es hat so leichte Spurenelemente davon drin. Gut. Walleck! Okay, wie groß bist du? 18 Meter oder was? Oder wie schaut denn das aus? Ja, okay. Hat ein bisschen was von einem Wackeldackel, wenn du mich fragst. Und warum schaut die mittlere Palme aus, wie wenn es gerade 6 Joints inne hätte? Ab im Moos, Brudi! Hier ist das Einkaufszentrum, ja. Schaut euch mal das Giraffarik im Vergleich. Und dieser wenn Kokowai sich jetzt entschließt, einen Haufen zu setzen, RIP Giraffarik. Lick it, baby! Okay, genug geschubster Content für heute. Freunde der Sonne. Da an der Stelle machen wir am Mittwoch weiter, okay? Ist das fein? Oh Gott, hey, das hätte jetzt wirklich nicht mehr sein müssen. Das hätte jetzt wirklich nicht mehr sein müssen. Jetzt habe ich wieder einen Scheiß gebaut. Herzlichen Glückwunsch, Spazi. Hast du gut gemacht. Warum der Kopf hinten beim Schweif? Ja. Mehr Palme als Palmon? Ja, richtig. Girafarik war einfach ein Keck von einer Giraffe im Vergleich zu Alula Kokowai. Ja. Und vor allem Alula Kokowai hat ein richtig geiles Typing. Es ist halt einfach Pflanze Drache. Also generell, die gewisse Typings in dem Spiel haben richtig cool abgeändert worden. Wie eben zum Beispiel eben auch das Typing von Vibrava oder beziehungsweise Libeldra, was einfach optisch viel mehr Sinn macht. Käfer Drache. Und hat es so eigentlich noch nie gegeben, also im offiziellen Franchise. Zumindest fällt es mir nicht ein. Also von daher glaube ich, ist das durchaus spannend, wenn wir dann auch mal Alula Kokowai hernehmen werden. Also ich will es zumindest einmal hernehmen. Irgendwann. Aber das Ding ist so, weil man muss aber ein bisschen schauen, wo geht man wie am besten mit rein. So, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich möchte Alula Kokowai hernehmen, wenn sie nie eine Gelegenheit so mäßig ergibt. Ne? Davor nicht, aber da mit ist Trapfel Käfer und ich hätte gedacht, das ist Pflanze. Weiß ich tatsächlich nicht mehr. So, wir gehen wir da nochmal geschwind durch. Ja,
Gut, Raplis Pflanzendrache. Ja, Pflanzendrachen hat es vorher schon gegeben, tatsächlich, das stimmt. Gewaldro in der Mega-Entwicklung ist ja ein Pflanzendrachen-Pokémon. Aber halt nur in der Mega-Entwicklung. Ne? Das muss man halt fairerweise dazu sagen. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch getaugt. Schön, dass ihr da wart. Haben wir im Stream doch ganz gut füllen können heute. Arenaleiter Deathless hätte nicht besser laufen können, sage ich ganz ehrlich. Eigentlich mal der erste Stream von mit Bosskampf, oder mit Arenaleiter, wo wir wirklich ohne Verluste ausgegangen haben. Das ist gut. Ne? Das ist gut fürs Team, das ist gut fürs Selbstvertrauen. Der nächste Arenaleiter ist eine Wasserarena. Im Original hat der ein Regen-Setup-Team, also in der Arena renkt es quasi permanent. Das, glaube ich, kann schwierig werden. Müssen wir mal schauen. Ich habe, glaube ich, in der Box das eine oder andere Pokémon entdeckt, was potenziell richtig gut sein könnte dagegen. Vielleicht können wir mit einem anderen Wetterphänomen entgegensteuern. Schauen wir mal. Ne? Am Mittwoch werden wir auf alle Fälle Richtung Weideburg aufbrechen. Werden wir ebenfalls den einen oder anderen Encounter kriegen. Nächstes Mal, glaube ich, haben wir sogar, bevor wir in die Arena gehen, einen Rivalenkampf vor uns. Also es wird auf alle Fälle wieder spannend werden. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Ne? Danke für den Stream, wie immer, sehr gut unterhalten. Pfiat euch Cartman, danke dir fürs Zuschauen. Du brauchst dich bei mir überhaupt nicht bedanken. Schön, dass du da warst und einen angenehmen Abend euch. Originalkäfer hat es bisher noch gar nicht gegeben. Ja, eben. 2 Bosskämpfe mindestens. Ja, 2 kommt drauf an. Wie gesagt, müssen wir schauen, wie wir durchkommen. Weil es ist dann noch irgendeine Passage, glaube ich, im Moor. Oder ist es noch ein Arenaleiter? Ich weiß es nicht mehr. Aber das lassen wir auf alle Fälle auf uns zukommen. Wir haben auf alle Fälle Encounter, den wir uns holen werden. Und den Ordenskampf haben wir auf jeden Fall nächste Woche. Oder nächste Woche, im nächsten Stream. Normal. Ne? Sofern nicht irgendwas dazwischen kommt. Können wir schon. So, Leute, jetzt schaue ich mal schnell, wer live ist. Und zu wem ich euch schicken kann. Lass mich mal gucken. Freunde der Sonne, wenn ihr wollt oder wenn ihr jemanden habt, dürft ihr mir gerne einen Vorschlag machen. Ich habe jetzt leider in den Listen gerade niemanden, wo ihr einen KT schicken möchtet. Und bei der Kategorie ist jetzt auch nicht wirklich was dabei, was mich anspricht. Also wenn ihr einen Vorschlag habt, der Cosplay, Spotty. Der Cosplay, den kenne ich nicht, den schauen wir uns jetzt mal an. Ich möchte mal ein wenig neue Leute kennenlernen auch. Ne? Spotty können wir beim nächsten Mal bestimmt auch mal wieder raiden. Das ist die letzte Runde. So, Follower Only bist du nicht, okay, das passt. Spende überhaupt, Dead by Daylight, okay. Österreicher Steirer, passt. Ja gut, Freunde, dann lernen wir einen neuen Österreicher kennen. Ich glaube, das ist fein. Mehr Österreicher, mehr gut. Hashtag Lieblingsnachbarn. Recommand müssen wir in den Chat schreiben, Freunde der Sonne. Mr. Seijin, würden Sie das bitte schnell übernehmen? Dankeschön. Leute, kopieren. Ihr wisst es, wie es ist. Den kennen wir noch nicht. Also ich kenne ihn noch nicht. Wir werden mal sagen, dass die Bazi-Gang jetzt eingrätscht. Okay? Wir werden mal sagen, was wir mir für Haufen haben. Liebe da lassen, wer ihn noch nicht kennt. Ich werde mir erst einmal ein Bild machen müssen von ihm, weil ich ihn, wie gesagt, überhaupt nicht kenne. Und ja, ich sag merci fürs Zuschauen, schön, dass du warst. Price, nochmal merci für deine 3 Gifted Subs und Kixi, nochmal danke für deinen Raid heute. Hat mich gefreut. Wir hören uns am Mittwoch wieder zur selben Zeit. Wir machen mal mit der Nuzlocke weiter. Habe ich versprochen, dass wir die Woche einen Doppel-Pokémon-Stream machen. Also ziehen wir das also durch. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche dabei, bis wir uns wieder hören. Checkt meinen Discord aus, wer es noch nicht da hat. Da kriegt ihr alles mit, was mich um meinen Stream angeht. Und ansonsten viel Spaß beim Cosplay oder wie du heißt. Und bis zum Mittwoch. In diesem Sinne, haut euch rein, Servus und bis die Tage. Für euch.